listening to Projekt Z4T mit Art, Domi, Faebu Max und Yasin. Viel Vergnügen und gute Unterhaltung. Ja, es sind aber ein paar Bomben im Mai. Lass fallen. Deadpool 2. Geil, nicht gesehen, schaue ich unbedingt. Der Fabio hat mir das Blu-ray 2 gegeben. Das Blu-ray 2. Blu-ray zum 2. Der Super Duper Director's Cut, nur eine Frage. Was ist anderes am Super Duper Director's Cut oder ist es einfach nur so ein Marketing-Gag? Ich glaube, er ist einfach länger. Okay. Geil. Ich glaube, er ist wirklich einfach länger. 20 Minuten oder so. 20 Minuten geht, okay, krass. Das ist verdammt viel. Ja, das ist also, ich weiß nicht, es steht auch hinten drauf, schaut doch mal drauf. Sorry. Der Super Duper zensiert Cut mit zusätzlich 15 prall gefüllten Minuten jungfräulicher Action und Sprüche liebevoll verpackt im ganzen Film. Oh. Also mir ist es zwar nicht mega krass aufgefallen, welche Szenen das alle neu waren. Also für mich wird das Ganze neu sein, von dem her freue ich mich recht. Ja, ich würde auch den Super Duper zuerst schauen in dem Fall. Also er ist nice. Also ich habe das dieses Jahr das erste Mal geschaut. Von dem her der ist so gut. Bin ich recht motiviert, den noch zu schauen. Das Ace, also ich kann natürlich nicht den Überraschungseffekt vom Ace wiederholen, der einfach absolut unvorhergesehen brutal war. Komplett drüber war. Das kann er nicht noch einmal toppen, aber er hat so gute und er hat ein sehr gutes Cameo drin, von einem sehr berühmten Schauspieler, wo... Jake Gyllenhaal? Nein, aber nein, aus der ähnlichen Riege. Ja, Hugh Jackman kommt auch vor, okay. Aber erst nach dem Abspann. Okay. Nein, was ich geil finde am Eis, das habe ich lange nicht gewusst, das habe ich das Jahr mal herausgefunden, dass ja eigentlich Diskussionen waren, wo alles noch entstehen war um den ersten Deadpool. Dass man es eigentlich abschießen und dann irgendjemand hat den Trailer geleakt. Also der Ryan Reynolds hat nicht geleakt, ja. Ja, nein, so klar hat er es nie gesehen. Ja, also ja, es ist klar, aber wie... Er hat es rechtlich nie ausgesprochen, aber er hat gesagt, someone leaked it. Genau, und nachdem dass die Fans gesehen haben, ist dann Sony wie gezwungen gewesen, um wirklich den Film fertig zu produzieren und zu releasen. Wirklich? Das habe ich gar nicht gewusst. Ja, also ich habe das Material gesehen, damals, das geleakt ist, wo eigentlich die Szene ist, wo sie im Auto schlägeln, wo sich nachher überschlägt, die Anfangsszene. Und dann wirklich auch denke, oh, das ist verdammt geil, wann kommt der raus? Und nachher ist es gecancelt worden, also nicht erst After Effects rausgefunden, oder? Er kommt gar nie. Und dann ist es eine Zeit gegangen, ein paar Wochen, bis nachher geheißen, ja, er kommt jetzt doch raus. Das finde ich eben schon noch ein bold Move. Ja, aber also... Aber fair, wenn du das glaubst, was du machst, musst du es so machen. Und es unterstreicht so einfach, dass der Ryan Reynolds einfach der Deadpool ist. Ja. Also der Move würde auch nur wirklich einfach so den Deadpool machen. Ja. Und jetzt ist er der Pikachu. Freue mich aber irgendwie komischerweise. Egal. Awkwardly aroused. Nein, aber also es gibt eine Nacktszene mit dem Pikachu. Okay. So viel zu dem. So wie viele sagen, der Robert Downey Jr. sagt, der Iron Man, ist wirklich einfach, der Ryan Reynolds ist der Deadpool. Und darum finde ich ihn einfach so genial und gehört auch als Ace zu meinen absoluten Top 3 Lieblingsfilmen. Von allen Zeiten? Ja. Was? Also der Deadpool Ace? Ja. Top 3 von allen Zeiten? Ja. Also 1, 2 oder 3? Einfach Top 3. Welche 2 anderen Filme sind dort noch drin? Das diskutieren wir an einer anderen Stelle. Ja, das ist Stelle. einfach keine Ahnung. Hast du einfach etwas gesagt? Nein, ich weiss, welche anderen Filme das sind. Ja, dann sag doch. Aber ich schneide es nachher raus. Kannst du? Huere lustig. Nicht Top 3, aber huere lustig. Wirklich geil. Wirklich geil. So, May, sonst noch? May ist noch Solo. Eine Star Wars Story. Nicht gesehen. Habe ich gesehen. Habe ich nach langem Ringen habe ich den gesehen. Ich habe sogar im Kino gesehen. Also schauen wird ihn auch einfach so, ja. Es war unterhaltsam gewesen, einfach etwas vom Unnötigsten, was ich je gesehen habe. Ach schon? Also es tut nichts zur Sache. Also merkst du einfach, das ist einfach ein Cash gehabt, was sie wirklich jetzt einfach am Melken sind. Also ich habe nichts Neues dazu gelernt, wo ich irgendwie muss sagen, es hat mich jetzt bereichert. Also es hat das Star Wars Universum irgendwie bereichert. Ja. Also, aber wie Zeug war ja auch Spin-off gewesen, Rogue One. Ja, das habe ich besser gefunden, weil es irgendwie eine unmittelbare Geschichte erzählt hat, die gerade an die Ereignisse der ersten Filme angeschlossen hat. Oder? Das war so irgendwie wie, okay, nice, es ist noch cool so zu sehen, was ist vorher passiert. Ja, der Film hat wirklich eine Berechtigung, keine Fragen beantwortet, die offen waren. Wie sie an die hohen Pläne kommen und was, ja genau. Aber Solo, da merkst du wirklich, das war eine Auftragsarbeit. Ja, also schon der Director gewechselt, sie haben Nachdrehs das war auch noch gewesen, Jetzt war am Schluss der Ron Howard gewesen, und also ich glaube,
der ist ein erfahrener Regisseur, der weiss, wie man auf Nummer sicher geht. Also ich glaube, finanziell hat sich der Film auch gelohnt. Ja. Aber du merkst, das ist einfach Auftragsarbeit, Punkt. Ja. Oder hast du no Leidenschaft gemerkt? Ja, voll, genau. Okay, So, das Ende vom Film, wo sich alles ein bisschen zuspitzt und was eben so ein bisschen, wer ist mit wem zusammen und so, wer schafft mit wem zusammen, das war noch cool gewesen, so. Aber eben, es ist wirklich nichts, no Mehrwert. Krass. Okay. Dann kommt noch Tommy sein Lieblingsthema, wie man an seinem T-Shirt auch sieht. Ist das schon im Mai gewesen? Ja, das ist im Mai. Also gut, das ist einfach die IMDb-Release-Liste. Vielleicht ist das so irgendwann einem Festival im Mai gezeigt worden. Ich habe Juni in Erinnerung, aber ja, Jurassic World. Oder? Genau, Fallen Jurassic Kingdom. Die grösseren Filme kommen ja dann mehrheitlich gleichzeitig international. Die kleineren Filme kommen so wasserfallmäßig zuerst zu Amerika und dann irgendwann ist jetzt Europa. Habt ihr den gesehen? Da habe ich gesehen. Ich nicht. Ich habe nur das Eis gesehen. Ja, es ist... Es hält, was es verspricht. Es haltet, was es verspricht. Ist halt, merkst du auch, es ist wie ein Cash-Cow, neue, gute Schauspieler, die sich bewährt haben, die gut können spielen. Und ein Plot, der eigentlich dumm ist. Nein, der ist nicht einmal gut. Der ist wirklich nicht gut, der Plot. Und dann wie eine spannende Diskussion zum Punkt Dinosaurier, zu etwas, was man geschaffen hat. Und dann, ob die Lebewesen ein bisschen weit einen Schutz verdient haben, wie so andere Tiere heutzutage können bekommen in unserer Gesellschaft. Aber viel zu wenig darauf eingegangen. Ja, das ist einfach die grösste Verschwendung an Potenzial, die ich je habe gesehen in meinem Film. Das ist verdammt schade. Ja. Aber die Diskussion, die ethische Diskussion, wäre verdammt spannend gewesen, wenn man sie in einen Plot verpackt hätte, der nicht so dumm ist, dass du wirklich irgendwie alle 5 Minuten den Kopf musst längen. Die Charaktere sind einfach sehr eindimensional. Ja, also weniger als eindimensional. Also wirklich. Sie sind eigentlich genau gleich wie im ersten Film. Es passiert genau das Gleiche. Die zwei hassen sich. Und no Charakterentwicklung irgendwie, ja. Das ist genau, und dann finden sie wieder zusammen. Und es ist wirklich also welche zwei? Der Owen und Claire. Also die schon im ersten Film... Genau. Aha, die gleiche Beziehungsgeschichte. Genau gleiche Beziehungsgeschichte. Aha, das ist ja lame. Weil am Ende vom ersten sind sie ja zusammengekommen, dann haben sie sich verstritten zwischendrin und hassen sich dann wieder im zweiten Film und dann kommen sie wieder zusammen durch das Abenteuer, das sie erlebt haben. Was halt einfach gleich immer geil ist, sind halt einfach die Dinos. Ja. Die sehen einfach immer hure gut. Also wirklich geil aus. Und das ist irgendwie... Aber es ist wirklich so schade, es hat so viel Potenzial gehabt und es hat so schöne Momente gehabt. Der Regisseur hat einen super Job gemacht. Es hat hure geile Bilder drin gehabt, hure gut inszeniert. Es ist ein spanischer Indie-Horror-Regisseur. Ist nicht der Revenant gemacht hat? Kannst du schnell schauen? Ich glaube, es sind Fall Sag schnell den Namen. J.A. Bayona. Ja, genau. Hat jetzt Fallen Kingdom gemacht. Nein, ist nicht der. Aber der hat so, ich glaube, Horrorfilm hat so ein bisschen in die Richtung. Und das hast du schon gemerkt, wie es so inszeniert war. Hure geile Bilder, aber eben, die Story war einfach gleich noch gewesen. Ja. Und noch schlimmer als die Story an sich habe ich Dialoge gefunden. Weil es ist so ein bisschen... Die sind hure plump. Ja, es ist echt so no Vertrauen ins intellektuelle Niveau vom Publikum. Es ist echt so, teilweise hast du das Gefühl gehabt, die Charaktere reden mit dir, um dir etwas zu erklären. Ja. Es ist so, hey, ist gut, musst mir jetzt wirklich nicht alles Also, bis ins Catchen Letzte. kann ich wirklich Ja, noch selber. genau. So. Also was sind Dinosaurier nochmal? Ja, genau. Reptilien? Und so ein bisschen, weißt du, Bösewichte, wie sie dann so ein bisschen den Monolog halten, wenn sie mit jemandem telefonieren. Echt, dass jeder daraus kommt, mit wem das er telefoniert und was das sein Plan ist. Was so hure komisch ist zum Beispiel irgendeine Geschichte hat so eine Revelation oder so eine Aufdeckung, dass irgendwie eine Person ein Klon ist und wie irgendwie... Das ist ja egal, oder, wenn es gespoilert wird. Ja. Kommt so eine verdammte Bombe im Film und du weißt nicht, was anfangen. Und irgendwie ist eigentlich so gar nicht wichtig, dass die Klon ist. Das spielt so keine Rolle. Es ist wirklich nicht das so einfach keine Sau. Und das wäre so ein Punkt gewesen, wenn der gescheit erzählt hätte, die Leute so ein bisschen hergeführt hättest zu diesem Punkt. Weil es ist ja etwas, was hure unglaublich tönt eigentlich so. Aber man hätte es können machen. Ja. Und da ist es einfach, hallo. Ja. Hier bin ich. Oh Mann. Aber nein, es macht mich wirklich wütend. Aber das sind eben so schöne Sachen. Die Insel explodiert ja sozusagen. Und als sie wegfahren mit dem Boot, siehst du so eine Szene, wo der Brachiosaurus,
man ja im ersten Jurassic Park gesehen hat. Welcher ist der Brachiosaurus? Der mit dem Riesenhaus. Aha, die riesige, oder? Im ersten Film hat man ja gesehen, wo sie zuerst mal Dinosaurier gesehen, wie er so auf die Hinterbeine steht und von einem Baum etwas abfressen. So, das genau gleiche Bild siehst du jetzt echt, wie sie wegfahren, er steht auf die Hinterbeine, wo hinter ihm die Insel am explodieren ist und du siehst echt, er ist am Sterben. Also in ein paar Sekunden wird er von einem Feuerball umschlungen und stirbt. Und das war ein verdammt geiler Moment. Wirklich so. Aber wieso explodiert die Insel? Emotional, finde ich. Vulkan. Käbig. Ja. Hat es aber auch schon, also das ist auch etwas, nein, eigentlich ist es etwas Nachvollziehbares, weil es angedeutet ist worden in den anderen Filmen. Aber hier kommt es so überall, als hätten sie sich schnell erfunden für diesen Film und ja. Schade. Aber nein, ich habe keine Hoffnung mehr für den dritten, ehrlich gesagt. Es kommt einer? Ja, also das Ende ist ja, also so ein Setup für den dritten Film, ist ziemlich klar, was im dritten wird passieren. Ja. Was auch wieder spannend ist, vor Grundsatzdiskussion. Es ist ein neues Setting. Genau. Die Dinos kommen mit Stadt. Jupp. Ja, okay. Auf die ganze Welt, ja. Sie sind in unserem Ökosystem jetzt. Und wie in unserem Ökosystem? Sie sind ausgebrochen, also sie sind überall auf der Welt. Okay. Leben sie jetzt. So ein paar haben sie auf Großbritannien geflogen und jetzt sind sie das. Ja, Großbritannien, von dort kannst du natürlich nicht ab. Nein, überall. Es hat so Auktionen gegeben und Leute haben sie auf die ganze Welt gekauft. Gut, das ist aber noch geschickt gemacht. Ja, genau. Die Idee ist noch geschickt. Aber sie können sich einfach fortpflanzen, so. Sie werden nicht überall hergestellt. Oder? Ja, sie haben denke ich Pärchen geholt, so wie der Noah. Keine Ahnung. Du hast am Schluss hast so ein paar geile Szenen gesehen, hast so gesehen, wie Velociraptoren irgendwo in den USA, in Texas rumlaufen und so auf ein Städtchen runterschauen. Das ist so eine wirklich spannende Frage, hey, was würde passieren, wenn die Lebewesen echt würden leben? Wie reagieren wir darauf? Wie reagieren die darauf? Funktioniert das? Aber ja, es so. Das bringt mich aber gerade zu einem aktuellen Film, der zum Zeitpunkt der Aufzeichnung noch in gewissen Kinos läuft, aber nicht überall. Ja. Und mir regt das verdammt auf, weil ich sehe immer wieder Fernsehwerbung für den. Genesis 2.0. Ein Schweizer Dokumentarfilm, wo um einen Genetiker von Harvard geht, wo, so wie ich aus dem Trailer erkennen kann, wo es darum geht, wie er kann quasi wie ausgestorbene Arten wieder zum Leben erwecken, also Mammut und so. Und was ich mega interessant finde vom Trailer, ich gerne würde schauen, aber irgendwie nur in Zürich irgendeine Art-Kino läuft um 3 Uhr am Nachmittag und in Lausanne noch in einem Kino und in Neuchâtel und fertig. Aber ich denke, ich wollte diesen Film schauen, wo kann ich den schauen? Und dann machen doch nicht so aggressiv Fernsehwerbung, wenn ihr mir nicht zeigt. Also ist eine Schweizer Produktion? Ja. Dann kannst du doch sicher irgendwann schon auf SRF und dann findest du es auf der Homepage. Ja, irgendein ist der. Ja, aber das geht nicht so. Aber das ist wirklich spannend, ja. Ja, aber also, vor allem, weil es Real Life ist und nicht einfach irgendein Hollywood-Hirngespinst. Ja, aber Jurassic World, also ich werde sicher auch noch schauen, aber eben an euren Aussagen will ich auch nicht so grosse Hoffnungen reinsetzen. Vor allem wenn der Tommy als grösster Jurassic Park-Fan von der Welt... Ja, ich würde zum Beispiel auch wirklich sagen, Jurassic Park ist mein Lieblingsfilm von allen Zeiten, der erste. Krass. Mit den Dinosauriern. Was mit den Dinosauriern? Hat es Jurassic Park ohne Dinosaurier gegeben? Wenn ja, wollte ich ihn nicht sehen, weil es menschliche Klonen sind. Nein, der letzte Film im Mai, bevor der Erd aufs WC kam. Ego. Okay, komisch. Also nacheinander, ja, miteinander. Ist Ibiza. Nicht gesehen. Nicht gesehen, wollte ich nicht sehen. Wieder so einer von diesen Shut Up and Take My Money Netflix-Produktionen. Also, wie? Also, wo Netflix gesagt hat, Shut Up and Take My Money, wir wollen den Plot gar nicht hören. Okay. Wo Gillian Jacobs... Das ist die von Community, gell? Die von Community, genau, und von Love. Love, sehr gute Netflix-Serie. Aber jetzt da in Ibiza, wo ich auch mich frage, wieso der Film jetzt wirklich so heisst, weil er gar nicht unbedingt immer auf Ibiza spielt. Und Ibiza jetzt gar nicht so, also er müsste wirklich nicht so heissen. Und wo darum geht, dass sie einen heissen spanischen DJ kennenlernt, wo gespielt wird von Rob Stark, Michael Madden. Der Rob Stark von Game of Thrones, wo also wirklich ein DJ spielt. Also der Charakter ist einfach scheiße geschrieben, er kann nicht so viel dafür. Und sie verlieben sich, also
sie sieht ihn, wo er DJt und hat so einen UV-Penis auf die Wange gemalt bekommen und er sieht das von der Bühne aus und findet das mega toll und holt sie nachher Backstage. Und also es ist wirklich so plump wie so und ist also wirklich... Das ist dann wie ein Porno. Ja, es ist wirklich, also der Plot könnte wirklich von einem Porno sein. Also es ist wirklich, es gibt Pornos auch mit besseren Plots als der Film. Und ja, nein, also muss man wirklich nicht sehen. Schön, haben wir gleich darüber geredet. Aber es zeigt einfach wirklich, wie die Netflix-Produktionen auch degenerieren teilweise. Ja, man sollte nicht für alles Startgeld herlegen. Also Pinkelpause. Ja. Können wir noch so geile Intermission, so Liftmusik so. Also ein Pinkel... So, wir sind frisch gestärkt zurück und machen weiter beim Juni 2018. Da ist nachher gerade rausgekommen, die Incredibles 2. Noch nicht gesehen, aber Habe ich voll definitiv verpasst, vorzuschauen. Egal. Habt ihr das Ace gesehen? Ja, habe ich sehr cool gefunden. Gehört dazu auch einem der besten Animationsfilme. Ich habe es sehr Wieder gut gefunden, gehandelt. aber ich habe das Gefühl, der wird im Netz einfach aufstilisiert. So gut habe ich ihn Wann nicht ist der gefunden. rausgekommen? Das ist schon verdammt lange her. Ich kann mich Ja. nicht mehr so genau erinnern, was passiert ist, aber ich weiss, dass ich ihn sehr gut gefunden Das Ace das ist schon sehr lange her, ja. Das ist, ich sag dir es gerade, warte, du mal in meinem Kopf, in 2004, Boah, krass, okay. vor 14 Jahren. Also ein Kind, das damals geboren ist jetzt 14. Genau das heisst vor 14 Jahren. 2 plus 2 ist 4. Minus 1 ist 3. 2 Jahre darfst du verrocken. Krass. Aber ja, hast du schon noch gesehen? Ich habe es 2 nicht gesehen. Ja. Aber ist gut bewertet. Apropos Toy Story 4. Mhm. Habt ihr Toy Story gesehen? Also bis 3, ja. Ja. Also Ja. klar, das 4 kommt ja erst noch. Das 3 den Oscar bekommen, oder? Ja. Ja. Ist auch nominiert gewesen für den besten Film sogar. Ja. Mhm. Ja. Auf das freue ich mich noch mehr. Aber er kommt erst im 19. raus, oder? Ich glaube es, ja. Wobei, ich freue mich so halb, weil das 3 war eigentlich so ein geiler Abschluss gewesen. Mhm. Aber darum bin ich ein bisschen gemischter Gefühl. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, wie es jetzt irgendwie... Wird jetzt eine neue Trilogie angefangen oder so? Keine Ahnung. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es da irgendwie weitergehen würde. Ja. Also wenn ich das 3 gesehen habe, denkst du so, okay, jetzt ist fertig. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wieso das jetzt da der Anspruch ist gekommen, es muss jetzt noch das 4 geben. Cash. Cash, 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 Cash. Ja, aber irgendwie es müssen ja Künstler hinten dran sein, die müssen... Nein, müssen nicht, okay. Nee. Also ich finde, in der Gaming-Industrie siehst du schon genug, wenn es nicht nur Künstler sind, sondern dann plötzlich auch noch Geld muss generiert werden, wie es einfach vor die Hunde geht. Definitiv Aber- ein Cash Cow ist der nächste Film. Ja. Ocean's 8. Nicht gesehen, was ich nicht schaue, interessiert mich nicht. Greift das Oceans Franchise auf. Warte, wie viel hat es vorher gehabt? Das 11 hat es gegeben, aber nicht noch mehr gehabt. 12 hat und sicher auch 13. gegeben. 13 hat es auch Das gegeben. sind 3, glaube ich. Ich habe nur das erste gesehen, gut gefunden, mehr muss ich nicht haben. Der erste ist schon wirklich immer noch gut. Also den Ja. habe ich ja nachher noch einmal angefangen zu schauen nach dem 8, weil ich dachte, ist der wirklich, also was ist da alles anders? Das ist wirklich, das ist komplett, also ich checke nicht, was sie irgendwie gemeint haben, was das mit Oceans irgendetwas zu tun hat, was sie da gemacht Also, haben. jetzt. also Oceans ist ja der Name vom einen Dude, nicht? Genau, Danny Ocean. Genau. Er spielt geht's- George Clooney. Geht's um den noch im 8? Oder hat irgendeinen Sie ist die Bezug? Schwester von Danny Ocean, obwohl Okay. ich noch nie irgendwie in den vorherigen Filmen Nein, sie hat's auch gehört keine. habe, Gibt's auch keinen. gemenschen. Also jetzt ich schaue eben- genau schon. Sandra Bullock spielt jetzt eben Danny Ocean, seine Schwester, wo jetzt da 8 Leute zusammentrommelt. 7. 7 Leute zusammentrommelt. Zum Glück haben wir auch im Matt gehabt. Mhm. Ja, es ist. Also meine, Oder der 8, Cast weil ist- es ja ihre 8. Egal. eigentlich geht es ja darum, dass bei Oceans 11 ist ja sein 11. Gig. Also sein 11. Aha. Aha. Also nicht heisst gewusst. eigentlich. Ja, gemeint, weil es 11 Leute sind. Ja, so kann man sich irren. Also eigentlich eben, der Cast wäre eigentlich nicht schlecht. Oder Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anne Hathaway. Das sind grosse Namen. Wieso sind es nur Frauen? Also ist es irgendwie plotmäßig macht es Sinn, oder Nein. nicht?
Nein, ich glaube, es ist Wieso sind bei Ocean's 11 nur Männer? Sie ist nicht, Doch. oder? Schon? Ja. Aber es hat doch auch Dinge. Hast du gesehen? Es ist dir nicht einmal aufgefallen. So weit sind wir schon. Aber, okay. Ich glaube, es ist jetzt, also weißt, ich finde es ja nicht schlecht, aber es ist halt nachher schlecht geschrieben, oder? Auch Ghostbusters, dass man jetzt halt auf das Frauenteam macht, easy, oder? Fine by me, wenn die Geschichte gut ist, der Film gut ist. Aber ist es halt nachher einfach nicht. Das ist so ein bisschen der Kontrast zu den Games, wo auch die vermehrten Frauenrollen jetzt immer mehr kommen, wo Games sehr innovativ sind. Ja, Und bei den Filmen sind aber die Frauenversionen immer plumper. Ja. Ja. Ja, aber das Ding ist doch dort allgemein, ob jetzt Frau oder Mann oder dass einfach Hollywood nicht hure gut ist in Innovation momentan. Also allgemein sind ja viele Sachen einfach Sequels, Prequels oder aus einem anderen Medium, aus einem Game oder aus einem Buch oder was auch immer. Oder eine Lebensgeschichte oder was auch immer. Das ist nicht sehr wenig Innovatives. Ja, darum bin ich umso froher gewesen, wo Filme wie A Quiet Place ist rausgekommen. Oder Deadpool, aber das sind nachher alles, eben, das merkst du, das sind Herzensprojekte von einzelnen Leuten, oder, die jahrelang dafür gekämpft haben und blühtet haben, damit so ein Film zustande kommt. Das ist Ocean's 8 definitiv nicht. Okay. Okay. Ja. Aber ich schaue auch sicher noch. Das gibt Ja, kannst gerne, aber also, du weißt nachher die alten Filme einfach mehr zu schätzen, wenn du geschaut hast, weil du siehst nachher, was die alten Filme alles einfach viel besser gemacht haben. Weil die ganze Planung vom Heist ist eigentlich das Interessante gewesen bei den alten Oceans-Filmen, oder? Das ganze Planen und nachher gibt es aber während der Ausführung gibt's nachher noch diesen Twist und diesen Twist, oder? Und es gibt beim Oceans 8 gibt's einen Twist und da musst du sagen, der ist jetzt lame hoch 10. Das ist sehr lazy writing. Okay. Dann wird noch Fangis gespielt. Oder Fangis, wie sagt man? Fangis. Bei Tag. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heisst. Fangis. Ja, aber er heisst auf Deutsch... Es interessiert niemand, wie der auf Deutsch heisst. Ja, aber im Kino ist nicht unter Tag gelaufen, das ist mein Problem. Ja, aber die deutschen Übersetzungen sind so schlecht zeitweise, was unglaublich ist. Ein gutes Beispiel ist Planet of the Apes. Auf Englisch hat es geheißen Planet of the Apes Apocalypse. Auf Deutsch hat es geheißen Planet of the Apes Survival. Da denke ich mir so, es ist immer noch ein englischer Name, die haben uns überhaupt nicht geholfen. Es ist bei Tag auch so, ich habe es gerade nachgeschaut, auf Deutsch Catch Me. Okay, aber da kann man es vielleicht noch argumentieren, weil Tag... Das wissen die wenigsten nicht. Ja. So, ja. Und das Tag dann nach Deutsch irgendwie... Ja. Okay. Aber gleich dumm. Ja. Aber nur Catch Me oder Tag Catch Me. Nein, es ist nur Catch Me. Okay. Genau, und auf Englisch Tag. Und geht eben nachher, also ist inspiriert von einer wahren Geschichte, also loosely inspired, würde ich auch eher sagen. Von einer Gruppe von Kollegen, die immer wieder eben Fangnis spielen. Und das jedes Jahr eigentlich machen, jedes Jahr im Mai. Spielen sie Fangnis, wo nachher eben irgendjemand, der ist, muss jemand berühren und nachher ist der. Und wenn nachher der Mai rum ist, muss halt nachher der jetzt ist, ein Jahr lang in Schande leben. Weil er weiss, er ist und muss irgendwie nachher im nächsten Mai dafür sorgen, dass jemand anderes ist. Und die leben auch weit auseinander und müssen teilweise recht weit reisen, halt, um jemanden anzugrapschen. Ja. Und jetzt in der wahren Geschichte, das sieht man am Schluss, so sieht man so ein bisschen Fotos und Videoaufnahmen auch, weil die sich nachher auch gefilmt, die sind echt, also die jetzt auch irgendwie 50 sind oder so und das immer noch spielen, wie sie sich verkleiden. Und da sind natürlich einfach wenige Ideen daraus adaptiert worden in den Film. Und aber es geht einfach darum, dass einer, der gespielt ist von Jeremy Renner, der war noch nie gewesen. Und da geht es eigentlich darum, jetzt im Film, dass sie schauen, dass er mal ist. Und er ist ultra krass und es ist teilweise mit Slow Motion und teilweise so recht martial-artig, wie er immer den Versuch ausweicht, berührt zu werden und sie mit Tüchli abschlägelt und so. Also kindisch, aber hure aufskaliert. Ja, klar. Das ist dann so nach Joko und Klaas, dass man etwas hure ernst nimmt, was hure dumm ist. Ja, aber Es da kann ich mich hure reingeben. Es hat so ein bisschen einen Joko und Klaas Vibe, ja.
so ein bisschen too much money für zu viel Nonsens, aber was trotzdem recht sympathisch ist. Also es gibt dir jetzt nicht irgendeine krasse Geschichte oder so, aber es ist trotzdem so ein positives Gefühl, das ich nach dem Film hatte. Ja, Einfach, das ist doch fair. ja. Ist das der Comedy-Thriller? Nein, es ist nur Comedy. Aber es steht jetzt nach einem Comedy-Thriller für mich. Und in echt waren es mehr Leute, die sich da immer wieder abklatschen. Und im Film sind es jetzt 5 Leute. Ja. Quasi das eingeschworene Trüppli spielen. Ein sehr spannender Schauspieler spielt der, glaube ich, mit dem, der bei New Girl der Nick Miller spielt. Ja, der Jake Johnson. Jake Johnson, der in einem zukünftigen Spider-Man-Film auch die Stimme ist von Peter Parker. Wo ich mich sehr darauf freue. Ja, Aber Into zu the dem Spider-Verse. Ja. Der Animated-Film. Genau. Ja, und der Ed Helms spielt auch mit, bekannt aus The Office. Ah, okay, cool. Und, Wer ist er? und von Hangover. Der Dude mit der Brille. Ah, ja. Und der John Hamm, berühmter britischer Schauspieler. Mhm. Ja, also der Cast ist sehr gut. Mhm. Und eben, die Idee ist nett. Mhm. Und er ist, also, schöner Sonntagnachmittagsfilm Geil. zum Entspannen. Was ist noch gekommen? Sicario. Day of the Soldado. Kenne ich nicht. Noch nicht gesehen. Aber hast du das Eis gesehen? Nein, Das Eis ist brutal stark. das hat mir gar nicht. Ist irgendwie Wirklich komplett an mir vorbeigegangen. Sehr, sehr gut. Und halt, was ich viel, viel spannender finde oder sehr cool finde, dass eingewoben ist halt wie Amerika mit Drogen und Drogenbekämpfung umgeht. Was auch ein sehr spannender Punkt ist. Und Also, aber der Film geht ja eben um den amerikanisch-mexikanischen Drogenkrieg eigentlich. Genau. Und wie, natürlich ist immer noch Hollywood, das ist nicht ein Doku oder so. Aber ein sehr gut gemachter Einblick und dann natürlich der Benicio del Toro, der unglaublich gut spielt. Ja, Wo der das Josh krass Brolin. ist. Der Josh Brolin auch. korrekt. Und ja, im Ace ist ja sie auch noch dabei. Sie, die bei A Quiet Place spielt, wo ich den Namen nicht weiss. Emily Blunt. Emily Blunt. Ich weiß gar nicht, ist sie im 2 auch noch dabei? Laut Cast-Liste nicht, nein. Okay. Aber sie spielt dort auch so ein bisschen den Rookie, der ein bisschen den Einblick hat im Eis. Und jetzt dort in die Welt mal reingeworfen wird, die recht hart ist, auch bei dem Drogenkrieg. Ja. Und dann eben nicht jeder auch immer der ist, wo er sich als der ausgibt. Aber den werde ich sicher noch schauen, weil das Eis ist so gut die Erinnerung bei mir, den werde ich unbedingt sicher noch schauen, das 2. Ich weiss, ich habe das Eis aber ein bisschen übermüdet geschaut. Und das ist mir nachher ein bisschen, wenn ich einen Film zu übermüdet schaue, dann bekomme ich bei gewissen Zusammenhängen nicht mehr so ganz nachher. Und er ist schon, also er kann ihm schnell verlieren, wenn man nicht aufmerksam schaut. Und das war mir das Problem gewesen. Also ich muss das Eis noch einmal schauen. Ja. Nach im Juli kommt wieder Marvel. Mit Ant-Man and the Wasp. Nicht gesehen. Das ist wirklich ein Film, den ich gesehen. klassisch verhängt habe. Mit dem Paul Rudd. Das ist so lustig. Den finde ich Paul. wirklich sehr sympathisch. Und natürlich sie, die bei Lost mitspielt. Evangeline. Lily. Ja. Werde ich sicher schauen. Also das ist keine Frage. Weil ich erstens mal den Ant-Man sehr lustig finde und zweitens halt Marvel eigentlich bis jetzt ziemlich gut abdeckt habe. Und er beantwortet auch die Frage, die der Ant-Man war während dem Infinity War. Bam, bam, bam. Ja, also solider Film. Ich habe das Eis besser gefunden von Ant-Man. Das 2 tut jetzt ein paar Ideen mit dem grösser und kleiner machen, ein bisschen ad absurdum führen, habe ich das Gefühl. Wo sie einfach nicht mehr richtig gewusst haben, was jetzt noch guter Geschmack ist und was nicht. Aber ja, Okay. so ein Haus, weißt, das verkleinert wird und nachher zu einem Rollköfferli wird. Wo ich denke, so, okay, witzige Idee, aber jetzt nicht unbedingt die Film rein müssen. Aha, jetzt irgendwie, es hat ein bisschen pervers tönt, so wie du es angetönt hast. Nein. Grenze vom guten Geschmack. Ja, einfach vom kreativen guten Geschmack. Okay. So. Alles Wo klar. einfach halt nicht mehr auf dem Marvel-Niveau ist, eigentlich, wo man sich gewohnt ist. Dann noch ein Paul Rudd-Film. Eine Comedy und auch ein Drama. Ideal Home. Wo der Paul Rudd einen Teil von einem schwulen Pärchen spielt. Wo sich damit muss auseinandersetzen muss, dass von seinem Partner das Enkelkind plötzlich auf seiner Türschwelle. Enkelkind? Ja. Sind sie Grosseltern? Also sein Partner ist Grossvater, ja. Weil er ist Okay. sehr jung Vater geworden und sein Sohn ist jetzt im Knast. Und jetzt kommt sein Enkelsohn, kreuzt bei ihm auf und
sagt, ja, ich habe kein Zuhause mehr. Mhm. Meine Mama ist gestorben, mein Vater ist im Knast. Also recht harter Stoff eigentlich. Dicke Post, ja. Aber es ist immer noch eine Comedy, eben so ein Comedy-Drama, Rom-Com, wo aber eben so ein bisschen ernste Anhauchung hat, aber jetzt nicht unglaublich abzieht oder so. Aber es ist sehr, also ich habe ihn sehr amüsant gefunden und eben auch wieder, wenn ich am Schluss des Films irgendwie das Gefühl habe, ich habe jetzt irgendeine Message mitgeteilt bekommen, dann ist es für mich schon etwas Grosses, was der Film erreicht. Und das habe ich bei dem Film jetzt auch gehabt, wo ich eine positive Message habe rausgezogen. Mit, eben, man kann sich, es ist wichtig, Leute zu haben, wo man sich darauf verlassen kann. Und ja, das zeigt der Film auch schön. Wieso hast du den geschaut? Oder was ist so... Da habe ich geschaut als... Im Kino übrigens? Oder Nein, da habe ich nicht im Kino geschaut. Ich bin halt schon ein bisschen ein Paul Rudd Fanboy. Also ich finde ihn immer sympathisch in jedem Film. Und denke immer, bei Paul Rudd, den kannst du schauen. Okay. Ja. Das ist eigentlich immer ein recht sicherer Wert. Ja. Kann man nur empfehlen. Aber ist auch ein bisschen Wie heisst der Film noch einmal? Ideal Home. Ja. Also es ist jetzt nicht unglaublich fortschrittlich im Sinne von Homosexuelle werden aus einem ganz neuen Licht zeigt oder so. Ich finde, wie so Filme... Es reicht, wenn Filme einfach schon mal eine schöne Geschichte erzählen. Irgendwie auch das, ja, und es gibt einfach die das Message, das Wichtigste ist einfach, dass das Kind geliebt wird. Das ist einfach wirklich die Main Message, oder? Wenn ein Kind geliebt wird und Leute um sich herum haben, die sich darauf verlassen kann, dann ist das eigentlich alles, was es braucht. Und das zeigt der Film sehr schön. Ein schöner Weihnachtsfilm. Ja, genau. Dann kommt auch sehr ein heiterer Film. The First Purge. Ich habe noch keinen Purge gesehen, aber ich finde das Konzept sehr geil. Ich finde es auch spannend. Ich habe bis vor kurzem auch noch keinen Purge gesehen. Ausser jetzt habe ich mir... Ich weiß eben nicht einmal, wie die Reihenfolge ist. Ich habe einfach mal einen gesehen. Nicht der im Kino gelaufen ist, aber einen gesehen. Und die Thematik ist schon sehr spannend. Wird in dem, was ich gesehen habe, ein bisschen zu wenig auseinandergenommen. Also ist mit dem Ethan Hawke, der gesehen Ja, genau. Ja, das ist Ist das das? Ja. Also der allererste. Ja. Und ich finde, wie, also in dem Sinne, das Universum ist ja immer das Gleiche, oder die Geschichte ist immer die gleiche, es geht immer um die eine Nacht und dann siehst du halt einfach, die verschiedenen Filme widerspiegeln, glaube ich, einfach wieder verschiedene Perspektiven. Und das finde ich das Spannende daran, wie die verschiedenen Perspektiven jetzt sehen, wie man mit etwas umgeht, was eigentlich brutal absurd ist, auf der einen Seite, andererseits irgendwie rationalisiert wird im Film auch durch die es organisieren halt. Und das ist das, was ich spannend finde. Und dann halt auch der Wert vom Überleben und von Geld und so solche Sachen. Und ich finde es einfach allgemein sehr spannend. Oder ein interessantes Konzept. Ja, Prämisse wäre sehr gut. Oder so Setting. Genau. Also hast du noch gesehen, den neuen? Nein, der neueste eben nicht. Ich habe eins gesehen, aber dort bin ich auch schon ein bisschen enttäuscht gewesen, was sie daraus gemacht haben. Weil es eben auch so, wir haben darüber geredet, Plot-Schwächen hat. Oder wenn man wirklich Handlungen von Charakteren nicht nachvollziehen kann. Ja. Und Also das zum Beispiel in dem jetzt so einfach ein dummes Kind. Ja, eben. Das ist, Wo, also wenn es das das dumme Kind nicht gäbe, müssen wir den Film gar nicht erzählen. Exakt, oder? Das Kind ist nur da, damit der Film eine Daseinsberechtigung hat. Aber du hättest so viele interessante Situationen, die du sonst schon könntest beleuchten oder in diesem Setting. Also es bietet eigentlich so unglaublich viel. Und sie reduzieren es auf so eine plumpe Ebene, die einfach schade ist. Und darum der First Purge ist jetzt so einer, wo ich denke, ja, schaue ich sonst auch schon mal gern, aber wo ich jetzt auch nicht dafür ins Kino reingesäckelt bin. Nein, also ins Kino kann ich auch verkennen, aber ich werde es sicher irgendwann mal schauen. Habt ihr King of Queens geschaut? Nein. Also die Serie? Ja. Ist kein Themawechsel, ist nur ein bisschen außerhalb. Immer noch das gleiche Thema. Ja. Der Arthur Ja. hat in einer Episode das Gefühl, dass irgendein Comiczeichner eine Idee von ihm geklaut hat. Kannst du dich das erinnern? Ja. Ich glaube, das Peanuts von ihm waren eigentlich. Ja, dunkel kommt mir etwas vor. Hat der Arthur das Gefühl. Das habe ich das Gefühl bei The Purge. Du hast die Idee gehabt? Ja. Ich schwöre, als so Teenie, oder wenn ist der erste Purge rausgekommen? Ich glaube, frühe 2000er. Ja. Ich hab wirklich den genau gleichen Gedankengang gehabt. Was wäre, wenn einfach an einem Tag alles erlaubt ist, wo man jeden könnte umbringen könnte.
Nein, wo ich zuerst mal von diesem Film gehört habe, dachte ich, fuck, das kann doch nicht sein. Aber eigentlich ist es gar nicht so abwegig, dass man den Gedankengang hat, oder? Nee, also ich glaube, der hat viel schon mal aber gehabt. Ich finde auch das, wo zum Beispiel der Thanos sich überlegt, dass die Überbevölkerung einfach nur so gestoppt werden kann, ist ein Gedanke, was allgemein gibt und wo schon in Kunst oder in Kunstformaten schon behandelt wird. Nein, also was lernen wir daraus? Geben wir am Erd nie zu viel Macht? Vielleicht ist es ja richtig, weil ich all die Filme gesehen habe. Nein, weiss. Übrigens, Purge-Episode bei Rick and Morty. Die ist so eine von gut. der besten. Ja. Die ist so brutal gut. Ist sie wieder neu? Nein. Nein. Purge-Episode bei Rick and zweite Morty? Staffel Ja. oder so, glaube ich. Sagt mir gar nichts. Die ist so gut. Die ist wirklich so etwas vom Besten. Aber das ist ja immer ein bisschen der Purge. Also die machen ja was sie wollen. Das stimmt. Ja. Dann einer von den auch gross antizipierten Filmen Fallout. Was? Mission Impossible Ja, Fallout. jetzt habe ich das Spiel gedacht. Sehr geil. Sehr geil. Also wirklich wie... Ich finde die alten Mission Impossibles finde ich verdammt gut. Ich habe nur den ersten gesehen. Was? Die anderen sind im Fall auch recht geil. Auch wenn man sich kann streiten über die Person von Tom Cruise, finde ich, die Filme von ihm sind sensationell gut. Das finde ich so speziell bei Tom Cruise. Wirklich, bei vielen anderen, zum Beispiel Mel Gibson oder so, wenn man hört, der ist ein mega schlimmer Sieg. Die Filme für mich wirklich gestorben. Aber Tom Cruise hat wirklich so eine Art zum Schauspieler, wo die einfach wirklich vergessen, dass dort irgendeine komische Person mit Scientology hinten dran ist. Der spielt, also ja, man schaut ihm einfach gerne zu, wie er spielt. Das ist einfach so. Ja, irgendwo, sie sind ja halt auch professionell, da spielen sie halt auch nur einfach den Charakter, oder? Ich finde jetzt, der Mel Gibson bringt jetzt auch nicht verdammt viel von seinem Antisemitismus in seine Rolle. Nein, aber den kann ich nicht vergessen. Ja. Aber er hat sich ja gebessert. Er ist wieder... Wieso? Ja, ein bisschen. Er ist Aber rehabilitiert aber- in der Hollywood-Welt. Also nach wie vor finde ich Braveheart oder The Patriot finde ich zwei verdammt gute Filme von ihm. Ja, aber ich hatte nie mehr Lust, die zu schauen. Wirklich? Ja, wirklich. Ich habe es auch nicht mehr geschaut seither. Aber er hat ja einen guten Film produziert oder Regie geführt, Hacksaw Ridge oder so. irgendetwas. Der ist richtig gut. 2017 hast du das gesehen. Ja, und seitdem ist irgendwie wieder so ein bisschen akzeptiert in Hollywood-Kreisen. Ja. Also der Film ist gut. Er verdient mal als Person eine zweite Chance. Fabian. Gell? Tu nicht so. Ich glaube schon. Also Mission Impossible. Ja. Geiler Film. Wirklich sehr geiler Film. Und natürlich der Henry Cavill, der mitspielt und eine sehr gute Rolle spielt und es sehr gut spielt. Wirklich hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Tier von einem Menschen. Das Tier von einem ist vor allem ein verdammt mächtiger Schnauz. Das ist gut. Justice League kann nachher eine Geschichte erzählen. Ja, aber er musste behalten aufgrund von dem Film. Ja. Hat er eine Schnauze müssen behalten. Und darum haben sie ihn nachher müssen rausschneiden beim Superman. Genau. Aha! Hast du Nicht nicht beim gewusst, Superman, beim Nein. Justice League. Ja, Der Film aber hat doch ja, Justice auch, League. wo er einfach den Superman nachher müssen spielen. Ja. Ja, aber haben sie ja verdammt schlecht gemacht, oder? Genau. Ja. Genau, Ja, und das der ist Schnauze das hat er müssen haben wegen Mission alles Impossible. klar, Film. okay. Genau. Geil. Der Simon Pegg spielt ja auch mit in Mission Impossible. Ja, Das das sehe ich auch immer ist schon gerne. stark. Finde ich Das geil, stimmt. wie er ist ja schon eigentlich so ein britischer Schauspieler, der schon viel Witz oder Komödien macht. Finde ich geil, wie er auch eine ernsthaftere Rolle eigentlich meistert, eigentlich, ohne Problem. Der hat jetzt schon in den letzten 2-3 mitgespielt, oder nicht? Mission Ja. Impossible. Also im letzten sicher, Im 3 sicher. in Rogue Nation und ja, die Sicher letzten zwei, voll. stimmt, mit dem Jeremy Renner, der ist Genau. auch schon dabei gewesen. Die letzten 3, ja. Ja, sehe ich auch immer gerne. Mhm. Den kann man auch schwer empfehlen in This is the End. Ja. The World's End. Nein, nicht This is the End ist der Seth Rogen Film. Ja, genau. Ja. The World's End ist der Simon Pegg Film. Das mit der Bar. Genau, Ja. genau, wo der letzte Teil der Trilogie darstellt von Shaun of the Dead, Hot Fuzz und The World's End. Okay. Den habe ich auch nicht gesehen, aber die 2 vorher habe ich gesehen. Ja, also The Die- World's End die kann man zwei- schwer empfehlen. Dort ist er auch wieder so ein bisschen goofy, lustig, aber eben nachher auch mit einem Twist recht ernsthaft. Okay. Ich finde dort bei Shaun of the Dead finde ich die eine Szene so geil, wie sie so bei der einen Mutter oder bei ihr daheim sind. Dann die so planen, wie sie es machen. Ja, okay, wir gehen dann deine Milch holen, dann gehen wir in die Bar, dann trinken einen Kaffee. Und dann alles so mit huren schnellen Schnitten, Ja. huren gut und huren lustig gemacht. Das ist so. Ja, Shaun of the Dead ist Classic. Da habe ich um 2 Uhr morgens mal ist der angelaufen, als ich das erste Mal gesehen habe im Fernsehen, Ja. wo ich noch in der Schule war. Ja. Und läuft irgendwie 2 Uhr morgens an, durchseppen und ich so, stell jetzt gerade ab.
der Penner am Mondschule. Und schaue ich weiter. Und wirklich, es hat mich einfach so gepackt, weil es einfach so mein Humor ist, in Filmform. Das ist wirklich geil, ja. Und habe dann wirklich geschaut und dann ist einfach tief in der Nacht, der Film ist fertig, ich bin oberhappy und am nächsten Tag einfach so kaputt, aber totally worth it. Das war's wert. Nein, The Equalizer 2. Denzel Washington. Denzel. Eigentlich auch immer einen recht guten Wert. Das 2 nicht gesehen. Hast du 1 gesehen? Das 1 habe ich gesehen und das habe ich richtig gut gefunden. Ich habe nur das 2 gesehen. Das mache ich eigentlich sonst nicht, aber jetzt habe ich es mal Das ist einfach der Denzel, der einfach hart reinregelt hat. Und das habe ich wirklich, im 1 habe ich es verdammt gut gefunden. Es ist wie... Ja, er ist einfach so ein bisschen die Übermacht halt. Und das ist wirklich, wirklich sehr cool dargestellt. Und ja, ich finde einfach, dort finde ich wirklich auch den Schauspieler sehr, sehr cool. Und ich finde, der Film lebt ein bisschen weit auch nur von ihm. Und darum will ich das 2 sicher noch schauen. Aber ich habe von Kollegen gehört, der beide gesehen hat, dass er das 2 nicht so gut gefunden hat. Also ich habe es easy gefunden, aber ich habe das 1 leider nicht gesehen. Ja. Aber das werde ich noch nachholen, weil das 2 also wirklich... Ja, hat Bock gemacht auf mich. Denzel mit seiner typischen «Ich mache euch fertig». Ja, er ist einfach der Überregler. Ja. Aber das ist wie die Rolle hat er auch über mehrere Filme verteilt, halt einfach immer. Aber eine sichere Actionbank. Dann sind wir schon im August, da ist ganz viel rausgekommen. Zum Beispiel? Zum Beispiel Papillon. Kenn ich nicht. Oder wie der Ami würde sagen, Papillon. 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 Mit Was ist dem das? Charlie Hunnam. Wer ist das? Der von Sons of Anarchy immer noch der gleiche. Von Pacific Rim 1. Okay. Er hat sich nicht geändert. Und Rami Malek. Rami Malek, genau. Rami Malek. Genau. Die beiden sind so ein bisschen die Main-Rollen. Ist basierend auf einer wahren Geschichte von französischen Gefängnisinsassen, wo sie auf Südafrika verlagert wurden, dort in so ein Camp. Und dort haben wir Steine schlagen und also Sachen, also Steine abbauen. Südafrika, das Land Südafrika oder einfach das südliche Teil von Afrika? Südlich Teil von Afrika. Okay. Richtig. Ich bin nicht so... Es gibt mal das Land Südafrika, das weißt du schon. Ja, Ja, klar. das, was in Johannesburg drinnen ist. Ja. Genau, und dort, ich glaube, irgendetwas mit... also ich weiß nicht, was sie dort haben müssen abbauen, aber es ist einfach unter jeglicher Menschenwürde. Sie dort mit Fußfesseln müssen schlafen. Er ist eigentlich ein Diamantendieb gewesen, der sich aber mit den falschen Leuten angelegt hat und nachher dort ist... Ja, Diamantendieb, der sich mit den falschen Leuten angelegt hat. Ah ja, wenn er sich nicht mit den falschen Leuten angelegt hat, dann wäre er natürlich safe. Nein, er hat quasi Diamanten, die er für jemanden gestohlen hat, nachher nicht alle retour, also nicht alle ausgehändigt und sich so Sachen ein bisschen mehr für sich abzwackt. Und darum haben die Leute irgendwann, wo sie mal jemanden haben verschwinden, einen Mord auf ihn abgewälzt und dann ist er verurteilt worden und ist darum eben nachher in den südlichen Teil von Afrika verlegt worden. Und nachher ist es eben so ein bisschen seine Geschichte, also eben biografisch seine Geschichte, was er dort erlebt hat. Er hat nachher auch ein Buch geschrieben, wo er dann wirklich zurück war in Frankreich, damit das alles dann wirklich mal erzählt ist worden. Wieso heisst es Papillon? Weil er sich so genannt hat, also er ist Papillon genannt worden, das war sein Nickname und er hat auch ein Butterfly, also ein Schmetterling, sogar über sein Brustbein tätowiert gehabt. Weil der Name turnt mich hure ab. Ich würde nie, wenn ich den Film in der Liste sehe, würde sagen, hey, das klingt interessant. Ja, ich glaube es eben, weil er der Superdieb ist einfach, der nicht verwünscht wird, weil er halt eben wie ein Schmetterling geräuschlos in und raus geht. Oder? Das ist so ein bisschen seine... Da haben sich eben alle an Papillon gewendet, wenn sie etwas haben gestohlen haben von ihm. Und der Tresorknacker war auch ein sehr guter gewesen. Ja, aber es ist also mal interessant, wie der Bereich der Geschichte beleuchtet, den ich nicht kennt habe. Kann man schauen. Papillon. 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 Genau. Dann, ein Schweizer Film im August. Der Läufer. Oder auf Englisch Midnight Runner. Weil man kann nicht sagen, The Runner. Es ist auch schön zu wissen, dass wenn Filme ins Englische übersetzt werden, auch behindert Genau so scheiße, ja. Also nach wo ist er denn gelaufen? Es geht um einen Läufer, der regelmässig, glaube ich, eine Jungfrau
Ablauf oder ich weiß doch nicht, wie die Läufe heissen. Aber also es geht um eine wahre Geschichte von einem, der eben schon im Militär so einen Marathon gelaufen hat und nachher immer noch. Und der ist irgendwann bekannt worden als der Frauenmörder von Bern. Wo ich gar nicht kennt habe. Etwas, ja. Ja, der ist irgendwie vor 14 Jahren oder noch mehr, nein, noch mehr, 90 oder 80, irgend so etwas. Ist der echt, also hat der echt existiert und hat immer eben um Mitternacht ist der säckeln und hat irgendwelche Frauen umgebracht. Im Film zeigt es so ein bisschen, es hat angefangen damit, dass er irgendwie einfach ein Handtäschchen klaut oder so, weil er unzufrieden war in seinem Leben. Und irgendwann hat er sie so angefangen umzubringen. Und der ist anscheinend recht lang ungestraft davon gekommen und hat viele Frauen umgebracht. Ist schlussendlich geschnappt worden, weil er nicht hat gewusst, wie oft er jetzt noch mit der Polizei umgehen will. Weil er zum Beispiel auf einem Phantombild von ihm, das auf die Zeitung ist, rausgegeben wurde, hat er einen 3-Tages-Bart gehabt. Und dann schreibt der Polizei, ich rasiere mich täglich. Also, ja, also es war interessant, weil es wirklich auch wieder etwas ist, das ich nicht gekannt habe. Der Frauenmörder von Bern war mir kein Begriff gewesen. Aber ja, das muss ich sagen, würde ich gerne sehen. Ich habe eigentlich noch nie etwas davon gehört. Ich finde es spannend, aber was mich ein bisschen nervt dran, also ich würde ihn sehr gerne auch schauen, aber ich finde so an Schweizer Releases, die findest du irgendwie auch nie plötzlich. Irgendwann kommen sie vielleicht im SF und dann verwirrst du die Zeitspanne, die sie so auf der Homepage haben. Und wenn du das vergeben hast, dann siehst du einfach nie mehr in deinem Leben, das kannst du vergessen. Hast du ihn im Kino gesehen, oder Ja. was? Ah, okay. Ja, da sind wir eben vergünstigt eingeladen worden, weil da eine Szene bei unserem Arbeitgeber ist gedreht wurde. Okay. Okay. Darum, Also im Okay. Puff. genau. Badamts. Genau, mein Sugar Puff Daddy hat nachher gesagt, ja, müsst ihr schauen. Nice. Ja, aber er ist nachher auch nur noch kurz in dem Kino gelaufen, wo ich ihn gesehen habe. Und dann ist schon wieder der nächste Film gekommen und dann siehst du es nie anders. Ja, das ist wirklich Ja, vor allem, schade. wenn es irgendwie auf DVD mal gibt es irgendwie 20 Exemplare, die im Ex Libris verkauft werden und dann ist einfach fertig. Ja, das ist halt, wenn nur noch Kita die Weltherrschaft hat, Das ist ein bisschen schade. dann gibt es halt nur noch Transformers, wo 15 Wochen lang läuft. Ja, das wäre die Leute gesehen halt. Aber ich finde, die Verfügbarkeit darf nicht so schnell weg sein. Also ich finde, man sollte lang... Und ich gehe mir dann nicht auf ihrer Homepage suchen, wie ich den Film herunterladen kann. Oder kann kaufen. Und dann kommt mir jemand ein Hardcase bringen und Leute da mir Persönlich. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte einfach einfacher haben. Ja, vielleicht halt mit einer stärkeren Netflix-Präsenz in der Schweiz lokal oder werden sie so Sachen mehr kaufen? Ja gut, Netflix macht glaube ich nicht einen Deal, um nur lokales Zeug zu machen, was sie nicht selber produziert haben, um es international verfügbar zu haben, glaube ich nicht. Ja, du hast auch recht. Logisch. Ja, was kommt als nächstes? Black Klansman. Also Black Klansman. Klansman. Ich habe den Trailer dort hure lustig gefunden, aber nicht gesehen. Also, aber den wollte ich unbedingt noch schauen. Er ist von Spike Lee mit dem Adam Driver und dem Topher Grace. Und Wer ist der zweite? Topher Grace. Kenne ich nicht. Die wilden 70er. Okay. Spider-Man 3 hat er den Venom gespielt. Der richtige Venom. Okay. Schon lange her, aber okay. Weißt du welchen? Ja, Hast du das Gesicht im Kopf? ja, ungefähr. Gut. Und der John David Washington spielt auch den Partner von Adam Driver. Genau, also Topher Grace spielt einen sehr tollen KKK-Leader. Also er macht das brillant. Und es geht so ein bisschen um auch wieder so eine echt angelehnte Geschichte, wo eben Cops probieren, so ein bisschen in die Ku Klux Klan reinzukommen. So ein bisschen zu infiltrieren. Genau. Also spielt er also heute oder Nein, ist doch auch 80er-Jahre-mäßig aufgezogen und so. Ja, Okay. er spielt, also ich weiß jetzt auch nicht genau, wenn exactly 80er, 90er, so etwas. Also Sie hat doch auch noch die hure geile Afrohaare und so. Also ich denke, also sie haben noch keine Smartphones und so. okay. Vielleicht sind sie einfach woke. Vielleicht. Genau, und das Interessante ist vor allem, weil der Kontakt eigentlich wird vom afroamerikanischen Cop hergestellt, per Telefon, zum KKK. Und nachher geht es aber darum, dass es um ein Treffen geht, eigentlich, zum Mitglied zu werden.
Und dann weiss er natürlich, dass er als Afroamerikaner nicht dorthin gehen kann. Darum ist es halt nachher eben sein Partner, der Adam Driver, der Ben Solo, genau. Der New Chosen One. Wie gewisse sagen. Dass er nachher eben zu dem Treffen muss gehen. Und dann ist so ein bisschen Diskrepanz immer so, hey, am Telefon tönst du ganz anders. So, ja, wie hat am Telefon ein bisschen andere Persönlichkeit und so. Und es ist eben so ein bisschen Comedy, oder? Aber halt nachher auch ein bisschen Krimi noch. Comedy-Thriller halt. Ja, geht auch wieder in die Richtung. Wirklich. Also nicht so stark wie Game Night. Game Night ist schon, glaub, Mehr so Thriller als Comedy. der stärkste Vertreter von dem Genre. Ja, das ist aber sehr unterhaltsam. Ja. Also, es gibt viele lustige Momente. Ja, also ich war sehr skeptisch gewesen. Und im Nachhinein aber wirklich kann man sich sehr gut geben. Okay. Im September kommt ganz viel, wo niemand hat gesehen, niemand hat wollen gesehen. Was haben wir gerade schon in Englisch? Predator, Halloween. Da hat ja niemand von uns wirklich Bezug dazu. Ja gut, Johnny English habe ich den ersten eigentlich doof lustig gefunden. Ja, aber voll keine Motivation. Aber den würde ich aktiv selber nie auswählen zum Schauen. Nein. Ja, aber... Und The House with a Clock in its Walls, wo der Jack Black irgendwie jetzt plötzlich ein Chines spielt. Was? Ja, also das ist auch fraglich, was der mittlerweile macht. Ja, gehen wir zum Oktober. Also. Ist September echt so ein klassisches Loch? Ja, Oder das ist schon ein kleines Loch. Ja. So ein kleines Halloween, Dark, Mystery. Halloween-Filme kann man dann sicher Ja, voll, so die Grusel oder so die Paranormal Activities jedes Jahr und so Zeug, ja voll. Und noch wieder eine Comedy mit dem Kevin Hart, wo man nicht sehen. Also seid ihr Kevin Hart-Fans? Central Intelligence ist hure lustig. Also mit dem Dwayne The Rock Johnson und mit dem Kevin Hart habe ich wirklich gut gefunden. Stand-up bin ich sehr Fan von ihm, ja. Auf Netflix gibt es so recht viele Stand-ups von ihm. Es sind Stand-ups nicht so gewesen, aber in den Filmen ist mir immer too much. Also. Kann sein, ja. Apropos Netflix Stand-ups, Trevor Noah, Son of Patricia. Ah, nicht gesehen. So verdammt lustig. Schon. Ich finde ihn eben als Person nicht 100% sympathisch. Der Trevor Noah? Ja. Ich finde das schon noch cool. Wieso denn nicht? Vielleicht ist es ein bisschen unfair, weil ich mich so an Jon Stewart bei der Daily Show Wegen Daily Show, habe. ja. Und er ist eigentlich nicht das Gleiche und es ist unfair, ihn an dem zu beurteilen, Ja. aber es ist irgendwie gleich so... weiß auch nicht. Aber vielleicht Stand-up ist vielleicht noch mal Ich habe es sehr cool gefunden. Give it a go. Es ist einfach eine Episode, oder was? Einfach eine Show. Stunde. Genau. Ja. Es gibt noch ein anderes, das ich noch nicht geschaut habe, das ich dann sicher mal auch noch schaue. Aber Son of Patricia ist das Neueste. Nice. Frage, wo Netflix haben. Und Stand-ups gerne haben. Ist ja auch Sohn von einem Schweizer. He? Das wird auch immer wieder thematisiert. Ja gut, die Relevanz davon ist nicht hure. Also einfach, dass halt in Südafrika die Unterteilung halt noch einmal krasser war zwischen Schwarzen, Weißen und dann halt dort den Kindern, die die Schwarzen und die Weißen zusammen hatten und so, wo glaube ich recht krass ist und halt noch viel, viel jünger, als es in der amerikanischen Geschichte passiert ist. Darum ist es noch spannend und es ist auch ein spannender Charakter. Aber noch zu Stand-up, Netflix finde ich die von Dave Chappelle, die finde ich zum Brüllen. Die sind unglaublich gut. Und vor allem schön politisch unkorrekt, weil es Genau. gut ist zu hören so in dieser Zeit. Ich habe noch gar kein Stand-up gesehen auf Netflix. Muss ich in dem Fall wirklich mal nachholen? Ja, dann Die machen es im Fall gut, die sind mit noch dem gut. Chappelle an, ja. Okay. Aber er hat das Beste am Anfang, ist es nicht schlecht. Vielleicht ist es Er das hat Beste. 2, glaube ich, 2 oder 3 sogar hat er. Ja, Dave voll. Chappelle. Ja, Okay. Kommt nicht drauf an. ja. Gönnt ihr. Gönn dir. Schön. Weiter. Oktober sind wir wieder im Marvel weitesten Sinn Universum. Aha. Venom mit dem Tom Lustige Hardy. Geschichte. Ich weiß nicht, ob die Geschichte so lustig ist, aber ja. Ich weiss nicht wegen was von Digitec Galaxus 2 Tickets geschickt bekommen für das. Ich glaube, irgendwo auch mal irgendetwas kommentiert oder so auf der Seite. Und 2 Billionen bekommen und dann noch so andere Merch vom Film Venom. Dann lange überlegt, wenn ich den Film schauen kann, habe ich am Anfang nicht gewusst, wenn ich Zeit habe. Und dann irgendwann später mal wieder geschaut und dann ging noch keine Zeit gehabt und plötzlich ist der Film gar nicht mehr in den Kinos gewesen. Und dann habe ich 2 etwa A6 grosse Stück Papier einfach ins Altpapier da. Nur traurig. Ja, wirklich.
Ja, so schlecht habe ich mich nicht einmal gefühlt. Aber definitiv ein Film, den ich noch schauen will, einfach weil ich Tom Hardy einfach einen sehr guten Schauspieler finde. Er macht so gut im Film. Er ist super. Ja. Aber Hast ich du nicht, gesehen? nein, aber Ah, ich bin so ein bisschen abgeschreckt worden Er spielt doch der Eddie Brooke. vom Feedback. Ja. Sie hat ja nicht so gute Meinungen dazu. Schon. Was ist Ja, Metascore? Du hast doch gerade offen. 35. Nur? Ja. Okay, das ist hure Hä, mies. bist du sicher? Ja. Also auf IMDb hat er ein Rating von 7, was eigentlich nicht so schlecht ist, aber Metascore 35. Was? Okay. Also ich glaube, es ist einfach an den Erwartungen von vielen vorbei. Es ist einfach, also es ist nicht ein hure geiler Film, es ist echt unterhaltsam, schöne Action. Was mich aber auch grundsätzlich aufregt, ist, dass Sony ihr eigenes hure Ding müssen machen neben dem Marvel-Universum und das so wie gar nichts mit dem zu tun hat. Aber es merkst du nachher, oder dass es ausgelöst ist? Ja, oder? voll. Also es hat wirklich nichts mit dem zu tun. Mhm. Und dass sie aber nachher gleich die Struktur von den sonstigen Marvel-Filmen kopieren und nach den Credits noch so einen Ja. Teaser zeigen, was als nächstes könnte kommen. So. Das ist so ein bisschen, wieso ist ja, das ist so ein bisschen das, was mich gestört hat. Aber als Film war es recht unterhaltsam gewesen. Mhm. Ja. Muss nicht so ein zweites Mal sehen. Noch schnell Sony Marvel, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Wie sind jetzt die hure Spider-Man-Lizenzen? Die sind eigentlich immer noch bei Sony, wie ich es gecheckt habe. Ich Was glaub Marvel schon, ja. Studios dürfen jetzt einfach die Filme machen. Ja, genau. Also die Filme heisst auf wie viel, also bis wenn... Also sie dürfen jetzt einfach die Verfilmungen vom Spider-Man-Charakter dürfen sie realisieren als Marvel Studios. Sony redet da glaube ich nicht gross rein. Mhm. Ja, aber die Markenrechte gehören immer noch Sony. Darum darf Sony so etwas wie Venom machen und Spider-Verse und das Spider-Man Game für PS4. Ah, das ist schon was... Ah, okay, ja. Weiter? Das ist wirklich strange. Ja. Das ist wirklich... Das ist, Ja gut, also weißt du, da geht es dann wirklich eigentlich nur noch, wer das Geld macht. ja, Ja. also einerseits verstehst du ja Sony schon, dass sie sagen, wir haben krasse Marken eigentlich und die willst du ja nicht hergeben. Also Ja, weißt klar, ja, als ja. Businessman wirst du ja von jedem geächtet, also weißt du kannst das ja keinem Chef vor argumentieren, dass du jetzt die Marke würdest abtreten. Nein, logisch nicht. Nein, Aber für Fans gut, ist es schon tot scheiße, oder? Also, Aber wenn jetzt Venom integriert wäre ins Marvel-Universe, wäre es doch gleich viel grösser gewesen als das, was jetzt war. Jetzt ist es eben so ein bisschen... Es fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Es ist ja, aber so- das ich wäre glaube ich glaub- nachher komplex geworden. ja, das zu also ich glaube, integrieren. Venom wäre, wenn es vom Marvel ausgearbeitet wäre worden, nicht so gross gewesen. Weil eigentlich ist der Venom ja nur bekannt als Antagonist vom Spider-Man. Ja, Und sie sind jetzt vor allem einfach gerade die Haupthelden am Aufziehen. Und ich glaube einfach, weil Sony das Recht hat und sieht, dass die Geschichten sehr erfolgreich sind und wahrscheinlich einfach Venom auch das Interessanteste ist, wo sie noch ein Recht haben. ja, okay. Einfach das dann so entwickelt hat. Ja, Sonst hätten wir, also wenn es bei Marvel wäre, hätten wir auch die nächsten 5 Jahre nichts von Venom gehört. das kann sein. Was eigentlich auch komisch ist, wenn man denkt, dass Sony hat ja schon mal eine Venom-Version gemacht mit Topher Grace eben. Aha, Spider-Man 3. ja. Also weißt, es hat ja nicht mal Studio gewechselt, dass man jetzt eben würde Ja, sagen, ja. es ist zu Marvel gewechselt und sie wollen eine neue Interpretation machen, sondern es ist Stimmt. immer noch bei Sony und sie machen sie einen separaten Venom. Es macht gar keinen Sinn. Und eben am Teaser, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber am Teaser nach zu urteilen, wird es halt nicht eine einzelne Geschichte bleiben, Ja, sondern ja. es werden mehrere Filme folgen nach dem so. Und das ist dann eigentlich verdammt strange. Ja. Mal schauen. Bei einem anderen Franchise, wo auch sehr viel Geld im Spiel ist, Fantastic Beasts im Harry Potter-Universum. The Crimes of Grindelwald. Habe ich nicht gesehen, wollte ich unbedingt noch schauen. Habe ich gesehen, ist sehr, sehr geil. Also ich bin dort aus dem Kino rausgelaufen, also ich habe nur gelesen, habe ich die klassischen Harry Potter Bücher. Nein, nicht mehr. Ich weiss, dass J.K. Rowling dann noch mehr geschrieben hat, aber das ist dann irgendwie nicht mehr interessant gewesen, weil ich habe mich dann auch nicht mehr darum getan, um die Bücher noch zu bekommen und zu lesen. Und Crimes of Grindelwald wollte ich schauen, habe dann zuerst, erst 1-2 Wochen vorher erst das 1 gesehen, also Fantastic Beasts, und habe auch noch cool gefunden. Und Crimes of Grindelwald dann auch, und habe mir dann gedacht, jetzt wollte ich eigentlich Bücher lesen. Aber ich habe gemerkt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, dass es eigentlich ein Screenplay ist, was sie im Schreiben ist, und nicht einmal Bücher sind, die verfilmt werden. Also ja, das ursprüngliche Buch ist eigentlich wirklich nur so ein Gimmick-Buch gewesen, Ja, wo so wie ein du- Lexika für die Ja, Fantastic genau. Beasts, Ja, das oder? habe ich glaube Genau. sogar gehabt, dann zumal. Ja.
Aber es ist nicht eben auf Grindelwald und so solches Zeug wird gar nicht gross drauf eingegangen. Nein, ich glaube es nicht, nein. Ja, aber sehr cooler Film, sehenswert und ja, es ist wie auch ich fühle mich dann ein bisschen wie daheim, wenn du in diesem ganzen Universum wieder drin bist, in diesem Harry Potter-Universum und dann halt eben bekannte Charaktere, die wiederkommen und wie Vorgeschichten, die du wie erzählt bekommst. Habe ich sehr herzig und schön gemacht gefunden. Also die Atmosphäre, ja, da machen sie immer alles richtig. Bei all diesen Ja, Harry voll. Potter und Ja, Fantastic Beasts. J.K. Rowling redet ja noch viel drin die ganze Zeit dort. Ja. Und das finde ich sehr, sehr cool, es soll auch genau so sein. Was ich aber nicht gecheckt habe, als ich Poster gesehen habe, dass jetzt der Crimes of Grindelwald kommt, da habe ich nachher eben auch den Fantastic Beasts and Where to Find Them zuerst nachgeholt, weil ich das noch gar nicht gesehen habe. Und immer wenn ich die Poster gesehen habe, The Crimes of Grindelwald, habe ich einfach gemerkt, es geht um Verbrechen, die im Grindelwald ausgeführt wurden. Und dachte, es wird die Schweiz mega prominent und so. Bis ich nachher eben checke, das ist ein Typ, der Herr Grindelwald. Was ich mich aber ein bisschen daran störe und wo ich nicht ganz zufrieden bin, ist mit dem Cast von Eddie Redmayne. Ich mag ihn eigentlich schon recht gut. Ich mag ihn eben gar nicht. Also ich finde ihn... Also wer ist das? Der Schauspieler, der Mr. Scamander spielt. Ah, okay. Ja. Wieso? Hm. Ist für mich hure unnahbar. Brutal unnahbar. Also, aber ich glaube, das sollte so ein bisschen autistische Ja, so Zeug ein bisschen, haben. ja. Das sollte ja nicht einer sein, der die Vollkost reinversetzt. ich weiß schon, ich weiß genau, wie du meinst, aber wie... Ich weiß nicht, ob es schlecht geschrieben ist oder ob er schlecht spielt, aber gleichwohl solltest du ja einfach Knüpfung haben zu ihm als Hauptcharakter. Und die habe ich eben gar nicht. Oder kaum. Viel, viel schwieriger. Ja. Aber wenn du zum Beispiel Breaking Bad schaust, Ja. Also ich bin jetzt gerade wieder am Schauen. wo du jemanden siehst, der Jetzt kann ich absolut mal kriminell einschränken ist und Ja, aber das Geile ist ja, du kannst mit gewissen Entscheidungen und gewissen Macken von ihm voll mitführen. ja, aber irgendwann ist ja nicht mehr. Also irgendwann ist er wirklich komplett entfremdet von dem, was du kannst nachvollziehen kannst. Aber das ist dann auch wie ein bewusster Prozess, dass du am Anfang mit dem kannst mitfühlen und nachher immer weniger. Ja, aber eben, irgendwann findest du ihn wirklich nicht mehr sympathisch, Ja, oder? irgendwann Also ist du machst zum etwas Arschloch, falsch. Ja, aber wie... Aber dann fühlst du dich immer noch mehr drin, oder? Aber du hast echt grundsätzlich keinen Zugang zu ihm gefunden. Und Ja, findest ihn oder ich sympathisch. finde also ich finde den Film immer noch sehr cool, würde noch jedem weiterempfehlen, würde ihn sicher auch mehr als noch einmal schauen. Aber ich finde wie für noch mehr können bei mir zu bewirken, müsste ich einen Charakter haben, den ich nicht mehr identifizieren, aber ein bisschen mitfühlen und ein bisschen seine Geschichte oder seinen Werdegang ein bisschen mitfühlen. Ich bin gespannt, wie der Johnny Depp ist als Grindelwald. Ja, das ist eben auch zum Beispiel so ein Schauspieler, nicht so krass wie Mel Gibson oder so, aber wo ja auch ihre Skandale und so haben. Und dann denke ich Der mir, Johnny Depp? Ich glaube schon, ja. Was? Geschlagen. Wen? Irgendeine Frau. Das habe ich nicht mitbekommen. Habe ich gemeint. Ich weiß nicht, dass all seine Filme in letzter Zeit verdammt gefloppt sind, die er gemacht hat. Ja, Gut, so. aber ich bin ja wirklich nicht mehr so ein Johnny Depp-Fan. Also seit The Pirates of the Caribbean spielt er ja nur noch das. Und der Ja, ja. hat Was den hat er Disney-Film oder irgendeinen Range gespielt. Lone Ranger. Ja, der ist ja immer nur noch Und der ist so hart gefloppt. Ja, Ja, aber irgendein das ist- Detektiv, oder nicht? Das ist schon mal... Der ist ja immer nur noch irgendeine überspitzte Ja, voll. Abart von irgendeinem Charakter. Der spielt nur noch Karikaturen. Ja, das... Grindelwald. Also Er spielt wegen gut, dem also Johnny Depp weißt du, musst du nicht schauen. Also das ist sicher Nein, nicht aber das Highlight vom weißt du, wie Film. Schauspieler ist er sicher gut und weißt du, das Handwerk oder was es auch immer ist, das Schauspiel, was er als Schauspieler ist, das macht er auch gut. Ja. Also das ist keine Diskussion. Also, rein, schauen. The Girl in the Spider's Web. A New Dragon Tattoo Story. Nicht gesehen, aber ich weiss, das ist eine Trilogie von Stieg Larsson, oder? Bücher. Weißt du? You tell me. Okay. Ich weiss es nicht. ist eine Trilogie von Stieg Larsson. Und ich weiss, es gibt alte Filme, die ich nicht gesehen habe. Dann weiss ich, dass es mal einen Versuch hat gegeben, wieder eine neue Trilogie zu machen. Das war dann eben auch sogar mit dem Daniel Craig. Ah ja, das Hat der irgendjemand gesehen? The Girl Nein, with the Dragon aber- Tattoo. No. Diesen Film finde ich krass gut gemacht. Ja. Und ich habe dann jahrelang gewartet auf ein 2 und ein 3. Ist alles nicht gekommen. Ich glaube, weil auch nachher der Daniel Craig nicht mehr wollte die Rolle spielen oder weil irgendetwas dazwischen gekommen ist. Und jetzt, so wie es aussieht, haben sie noch einmal von neuem Versuch, den Versuch gestartet, wieder
die ganze Trilogie neu zu darstellen. Okay. Und darum will ich diesen Film sicher mal schauen. Ich sollte eigentlich vor allem zuerst mal Bücher lesen, aber ich schaue auch zuerst den Film. So ehrlich bin ich zu mir. Dann willst du nie mehr zurück zu den Büchern gehen? Nein, ich finde eben jetzt, was wir vorher hatten, Crimes of Grindelwald, hat mich eben motiviert, um die Bücher zu lesen. Ja, das gibt es dann schon. Ja, jetzt einmal geht jetzt bei, ich weiss einfach, dass es eine coole Krimi-Story ist. Also Stieg Larsson hat auch schon Bücher, wo es kennen etliche Freunde, die, wenn sie in die Ferien gehen, irgendwie Krimis von dem mitnehmen. Ja, das ist echt so ein Name, den ich so in dem Zusammenhang... Selber gelesen habe ich noch nie ein Buch. Genau. Das weiss, also aber mega viele Leute haben es gelesen. Genau. Das ist so der Go-To-Krimi-Autor. Und habe den Film sehr spannend gefunden. Der erste, eben der dann mit dem Daniel Craig war. Und ich muss dort noch ein bisschen etwas machen, ja. Ein bisschen nachschauen, ein bisschen nachlesen. Genau, darum interessiert es mich. Haltest du uns auf dem Laufenden? Ich halte auf dem Laufenden. Okay. Dann machen wir mal ein Stieg Larsson Special. Können wir, aber für das reicht es auch nicht, wenn wir nur einen Film geschaut haben. Okay. Im November sind wir schon. Das ist ja schon... Das war vor 10 Tagen. Ja. Was gibt es im November? Bohemian Rhapsody. Habe ich den Trailer geschaut? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich ihn schauen will. Ist ja wie... Sollte ja eigentlich... heisst er nicht sogar Queen? Wer heißt Queen? Der Film. Nein, Bohemian Rhapsody. Ja. Geht um Queen, ja. Ja, im Film geht es eben vor allem näher um ihn. Ja. Um Freddie Mercury und eben nicht einmal gross um die Band, scheint. Hat mir ein Kollege erzählt. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen, bin mir noch nicht sicher. Aber der Trailer auch... Finde ich wie schwierig. Er schreibt mir auch zu fest eine Karikatur darzustellen von Freddie Mercury. Nicht, dass wir den gross kennt haben, für das sind wir viel zu jung. Aber ich werde das sicher mal bei Gelegenheit schauen, aber ich glaube, ich werde ihn nicht im Kino schauen. Das ist doch einer von diesen Filmen, die eine hure turbulente Produktionsphase hatte, oder nicht? Schon. Mit Regiewechsel und jensten Wechsel hinter den Kulissen. Und irgendwie haben sie den gleich noch zusammengeflickt am Schluss. Okay. Aber für das ist es recht gut rausgekommen, aber mich interessiert es halt ein bisschen weniger vom Thema her. So. Und es ist recht lang, oder? So eine recht heftige... Also ich glaube, er ist popkulturell sicher ein wichtiger Film. Ich habe ihn selber auch noch nicht gesehen. Ich bin jetzt aber auch nicht mega der Queen-Fan, oder? Ja, Ja, es haben ein paar geile Lieder, logisch. Und Bohemian Rhapsody, das könnte ich auch schon im Schlaf singen, aber gleich wie also weißt, wir haben nicht so eine krasse Identifikation mit der Person. Genau. Ja. Für das sind wir auch nicht die richtige Generation. Aber was du noch vorhin gesagt hast, zu turbulente Produktionsphase, das war doch bei Justice League dann, nicht? Bei Justice League hatte ich auch Mit Probleme dem, gehabt, ja. mit dem, wie hat der geheißen? Zack Snyder. Ja. Der hat doch in der Familie einen Todesfall gehabt, was recht brutal war. Ach schon, während der Dreharbeiten oder was? Nicht ganz sicher, was passiert ist, aber ich glaube, ja, also wirklich eine recht tragische Geschichte. Okay. Dann hat er mir das Zepter übergeben. Was also krasse Geschichte per se, jetzt unabhängig von Film oder was auch immer. Aber Oh nein. siehst du dann eben gleich, dass dort alles Menschen am Arbeiten sind. Ja. So wie bei Deadpool 2 jetzt auch Tragödie gegeben beim Dreh. Schon? Ist ja eine Stunt-Frau schon gestorben. Ah, wirklich? Da haben sie den Dreh unterbrochen. Ja, das ist nachher auch so ein bitterer Nachgeschmack, wenn du den Film schaust und du weißt, da ist bei der Produktion ist da irgendjemand gestorben. Oder? Das ist also das haben sie nachher am Schluss im Gedenken dann, okay. Oder wie, man hat doch erst herausgefunden bei Kill Bill, dass Uma Thurman irgendwie hure gefährliche Dinge hatte im Auto und auch fast gestorben ist. Was? Hure gefährliche Vase gehabt. Ja, irgendeiner Szene, es ist schon lange her, seit ich den gesehen habe, ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist und wo das passiert ist, aber in ihrer Szene in einem Auto hat sie einen Unfall gehabt. Und ist wirklich, es hat nicht schön ausgesehen anscheinend. Und es ist aber nie veröffentlicht worden, die Information, bis vor ein paar Monaten oder so. Ach krass. Das finde ich dann aber schon noch krass, wie man schaut den Film, findet es krass und selbst wenn irgendjemand stirbt in einer Szene, kann man es irgendwie abstrahieren und irgendwie hat man Distanz dazu. Und dann gleichwohl ist es manchmal etwas, wo für ein Paar einfach mit dem Tod endet. Was heftig ist. Oft, Gott sei Dank nicht in so vielen Fällen. Aber gleich noch krass, wenn man das so vor die Augen geführt bekommt. Ja. Ja, in einem Autostand schweren Schaden hat sie erlitten. Okay. Also ich habe sogar ein Unfallvideo gepostet auf Instagram, wenn ihr wollt schauen. Uma Thurman Instagram. Okay.
Die hat zum Beispiel auch nicht mehr gross gerissen. Ja, stimmt. Also ich weiß keine neueren Filme von ihr. Aber vielleicht hat sie es einfach aufgegeben oder an den Nagel gehängt. Kann natürlich Die hat doch sein. noch so Rom-Com-Zeug hat die doch noch gemacht, oder? Was heisst Rom-Com? Romantic Comedy. Zum dritten Mal. Ah. So, wenn du den Film nicht kannst einordnen kannst, ist es sicher ein Rom-Com. Was ist es? Ist es Comedy-Thriller? Nein, okay, es ist Rom-Com. Was hat die gemacht? Ja, nichts, wo man... Wo man muss gesehen haben. Ja, ich bin jetzt gerade zum Durchschauen, aber kein Film, den man wirklich kennt. Es gibt ja Leute, die sich einfach verabschieden. Ne? Ja, gell. Also, Nein, sie macht viel, okay. aber nichts, Schon. wo du kennst. So unter dem Radar. Also ich meine, Burned, The Con kenn is ich. On, The House That Jack Built, Okay. spielt sie Lady One. Also, Ich höre einfach auch. man weiß es nicht. Ja, wir sehen es ja dann. Sonst noch im November, was war es so? November war noch, wo immer noch läuft, wo ich auch noch schauen wollte, aber leider schon ein bisschen abgeschreckt bin aufgrund von der Bewertungen. First Man mit dem Ryan Gosling. Ja, wo um die erste Mondlandung 1969 geht. Ja. Um die vermeintlich erste Mondlandung. Wie viele Leute noch würden sagen, aber... Ja, ich natürlich das Thema mit Mondlandung, alles so Astronautenzeugs, jeder Mars-Film oder so, da hast du mich immer abgeholt. Darum habe ich mega Bock auf den Film gehabt. Mhm. Aber ich habe gehört, beleuchtet so ein bisschen zu viel vom Neil Armstrong, seinem Leben vorher, aber trotzdem ohne seine Persönlichkeit wirklich rauszuarbeiten. Mhm. Und sagt so ein bisschen belanglos und Mondlandung, sagt nachher nur einen Abschnitt von 10 Minuten. Okay. Ja, das ist ein bisschen schade. Mhm. Aber ich kann schon noch schauen. Mhm. Der? Thema finde ich spannend, Mhm. aber nichts, wo ich jetzt extra im Kino würde schauen, glaube ich. Mhm. Ich finde, kennst du Apollo 11? Ja. Der Film, der alte Film. Ja, mit dem Tom Hanks. Kann sehr, sehr gut sein. Ist der mit dem Tom Hanks gewesen? Den finde ich, was die Geschichte angeht, hure geil. Das ist doch auch Neil Armstrong, nicht? Apollo 11? Nein. Nein, fuck. Da ist doch irgendetwas, Apollo mit 11. Apollo 11 ist etwas schief gelaufen, oder nicht? Ah nein, du meinst Apollo 13. 13. Apollo 13. Ja, genau. Tom Hanks, Bill Paxton. Ist von Ron Howard. Übrigens auch wieder unser Auftragsarbeiter. Genau, die Mission, die musste abgebrochen werden, weil sie massive Schäden haben erlitten Ja, genau. im Weltall. Kevin Den Bacon haben spielt wir auch noch mit. 1995 ist schon ein älterer Film. Aber ja, da habe ich auch noch in Erinnerung als das erste grosse Space-Drama eigentlich. Nachher Creed 2. Da. Weißt du ein bisschen, von wo das kommt? Das kommt Also- ja alles von Rocky Story, genau. Ja, aber... Dass der Apollo Creed hatte und der Creed, ich weiß nicht, der ist vor ein paar Jahren rausgekommen. Creed, der erste. Und der geht um einen Sohn von Apollo Creed, der dann eben auch das Boxen aufnimmt. Und den habe ich irgendwie noch recht cool gefunden. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, auch mit dem Breath, der bei Black Panther der Deathmonger spielt. Oder Killmonger spielt. Und Michael B. Jordan. genau. Ich weiss auch nicht, ich finde, er spielt auch sehr gut. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und der Trailer vom 2 ist natürlich wahnsinnig. Dann noch mit dem Kendrick Lamar, seinem DNA noch im Hintergrund. Okay. Und dann natürlich brutal coole Bilder und so. Und den schaue ich auch an. Ganz sicher schaue ich den nicht im Kino, weil das ist mir nicht wert. Aber irgendwann würde ich den noch. Die Kinopreise sind ja auch massiv explodiert, habe ich das Gefühl. Ja, aber bei mir ist im Fall ins Kino einfach, ich gehe nur noch in Cinedome 1, dafür zahle ich halt auch das Geld, dafür ist dann das IMAX 3D mit Dolby Atmos. Aber das ist dann wirklich, ist wie ein Luxuserlebnis. Aber Da ich gehe habe ich nicht normal Jurassic ins World Kino. geschaut, ja. Also Muri, Ja. der kann ich sicher nicht mehr her. Aber dort gibt es immer weniger englische Filme, oder nicht? Ja, schon spezielle Zeiten, wo die englischen Filme kommen, ja. Also das letzte Mal, als ich war, hat es noch mehr gehabt, im Juni Also gut, mit Jurassic World. Besser als Patte, nicht? Ja, Patte ist sowieso am schlimmsten. was das anbelangt, Also natürlich, ja, schlecht immer noch, aber besser als Ja, das ja. meiste noch. Aber ich bin einverstanden, ja, es ist zu wenig Englisch. Ja, schade, wie sich das entwickelt hat. Ja. Dass du einfach mal schnell kannst am Nachmittag
sagst, ich gehe mal schnell ins Kino. Kannst vergessen. Jetzt musst du weit im Voraus Du musst vorbereiten. planen, ja. Ja, weil sie wollen nur noch ausgebucht sein und zeigen die Filme nur noch hure kurz und hure teuer. Ja. Ja. Aber Creed 2 haben sicher auch Bock. Jetzt so als Ace. Also gehst du im Kino schauen? Nein, das Schon haben nicht, wir- oder? Schon nicht, ja. Aber das Ace so erst später gesehen. Ja. Und ich hatte die Rocky-Filme auch gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Also ich wusste, dass es damit zusammenhängt. Aber ich hätte jetzt auch nichts mehr können von Story und so von Rocky. Ich habe ihn als Golf mal gesehen, weißt du, so. Aber keine Ahnung mehr gehabt. Und der Film tut so gut aufarbeiten, das Ace. Also ich denke, das Ace hat man auch schon gesehen, bevor man es 2 geht. Ja, das definitiv. Der Ja. tut auch wirklich gut alles aufarbeiten, was man sollte wissen, so habe ich das Gefühl. Ja, ist halt auch sehr gut eingebettet in die ganze Geschichte. Und der Michael B. Jordan spielt auch sehr Guter gut. Schauspieler, ja. Macht einen guten Fighter. Robin Hood kommt als nächstes. Robin Hood. Robin Mit Hood. Jamie Foxx. Was, das ist ganz an mir vorbei. Ja, mir auch mega. Ja, es Haben wir das Trailer vorhin- sind... ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir es vorhin markiert haben, als wir die Liste sind durchgegangen. Oh, Das also doch, der- der hat doch aber gesagt, der was Trailer du ist etwa beschrieben. vor einem Jahr gekommen. Ich habe den Trailer auch 2-mal im Kino gesehen, aber wirklich gefühlt vor einem Jahr. Und jetzt kommt er gegen die Kinos. Also der hat überhaupt keine, übrigens- keine Medienpräsenz gehabt. komische Werbung. Ich habe heute auf YouTube eine Werbung für Rage 2, also das Game, ausgespielt bekommen, das im Mai wird rauskommen. Und das war eine 6-sekündige Bumper-Ad gewesen. Also weißt du, das ist Aha. so, jetzt, seriously. What? Okay. Das machst du so irgendwie kurz bevor das rauskommt, so zum Ja. Reminder, hey, es ist draussen. Also, Das Mai ist doch 2019. irgendjemand im Marketing hat einfach schon zu viel Ja, gedrückt, ja, oder? schon. Oder irgendwie den falschen Monat eingegeben. Okay, aber das ist nicht komisch, dass ich nichts davon habe mitbekommen von dem Film. Nein, also es ist wirklich auch sehr, sehr wenig. Ja, es ist einfach, glaube ich, eine neue Erfindung der Geschichte von Robin Hood. Ja, Mit die dem letzte Jamie- Interpretation war ja mit dem Russell Crowe. gewesen. Ja, die habe ich gut Stimmt, ja, die hat es gefunden. auch noch gegeben. Die habe ich gut gefunden. Es ist halt wie Robin Hood, ist wie, das ist ein bisschen Kindheitserinnerung. Ich weiss noch, das war ein Film, der meine Mehr auf VHS taped hat. Dann mit dem Kevin Costner. Ja, genau, den Und habe ich das ist ein bisschen Kindheitserinnerung. Und ich finde den Charakter und ich glaube, ein bisschen dafür das, was er steht, finde ich etwas Cooles. Und die Story darum immer sehr, sehr cool. Und darum gönne ich mir den auch. Bin mir noch nicht sicher, ob ich den ins Kino schauen will. Es hat doch früher noch so eine Disney-Version mit Tier gehabt. Ja, genau, oder? mit einem Fuchs. Ja, Ja. die ist schon sehr, sehr Ja, cool. genau. What? Mit einem Fuchs? Ja. Also Zeichentrick? Ja, Ja. ja. Aha. Nicht CGI. Aha, stimmt. Ja, jetzt kommt auch etwas weit hinten. Die ist okay. Ja, und jetzt im Neuen ist ja der Taron Egerton. Genau, Ist der jetzt- von Kingsman. Genau, jetzt ist der von Kingsman. Yes. Weißt du noch? Yes. Wir erinnern uns alle an die grosse Verwechslung. So wird sie in den Geschichtsbüchern stehen. Grosse Die Verwechslung. grosse Verwechslung von 2018. Genau. Der letzte Film, den wir auf der Liste haben, vom November. Ralph Breaks the Internet. Freue mich extrem. Jetzt Noch hast nicht du ihn geschaut, gesehen. den kann ich auch sicher sogar im Kino schauen. Ich weiss Auch einfach, sicher sogar. Wreck-It Ralph habe ich so lustig gefunden. So herzig gemacht, so schön gemacht. Coole Referenzen, coole Geschichte, die erzählt wird. Ist das auch mit echten Lizenzen, also von anderen Sachen? ist Oder? einfach- Das haben sie ja Aber letztes Mal sie gehabt. haben, Ja, ich frage, ich kenne es nur oberflächlich, Aber aber schon so wie ja. Ready Player One, dass andere ja, Sachen aber drin bei vorkommen. Wreck-It Ralph ist es ein bisschen anders. Es ist, glaube ich, viel, wie es hätte können sein. Also nicht originale Franchise Aha. nehmen und so, aber es ist Ah, eher okay. ähnliche Sachen. Halt wie, wenn du irgendwie ein Pac-Man hast, hast du so etwas wie einen Pac-Man-Verschnitt oder so. Okay. Wo ein Wreck-It Ralph ist. Nein, aber im Wreck-It Ralph heisst ja doch der Pac-Man drin. gehabt. Der OG. Aber ja, es ist, das Wreck-It Ralph ist ja so ein bisschen die Rolle vom Donkey Kong eigentlich, oder? Genau. Und Aber nachher wie, ist- es geht nicht um die effektiv also existierenden Namen oder Franchise oder so. Ja, es gibt, also gewisse Sachen gibt es ja schon, glaube ich, der Sonic kommt glaube ich so vor. Und Ich habe es einfach nicht mehr so im Kopf. Ich habe gemeint, sie ist einfach sehr generic-type-mäßig. ja, aber es gibt schon ein paar, also sie haben schon Okay. ein paar Sachen drin, die Ja, in ja. echt bekannt sind. Aber Aber sie ja, haben es nicht so extrem wie sehr- Ready Player One. Okay, ja. ja. Genau. Aber sie haben einige Franchises drin. Mhm. Aber ja, muss ich mal CS anschauen. Es ist einfach, es gibt zu viele Animationsfilme. Es ist so... Früher war es super geil, das war etwas mega Spezielles, gewesen, wenn einer ist rausgekommen. Und du hast echt gewusst, der ist geil, den muss man gesehen haben. Also, es gibt einfach so viel... Es wird immer wie einfacher, aber schon gut so. Ja, Da der Bowser kommt vor und aber der Sonic
sehe ich sogar noch einmal. Sonic ist dann so ein bisschen so. Und einer, der eben so wie der Mario ist nachher einfach der Fix-It Felix, der einfach in der Klempner ist, der alles flickt. Also. Eben, genau, das ist das, was ich gemeint habe. So ein bisschen Fix-It, Felix. schlechte Kopie. Ja, sie haben eben so ein paar Lizenzen, haben sie aber nicht, nicht viel. Aber nicht so Ready Player One auf die Idee. Nein. So nicht gerade. Ja, nachher sind wir schon im aktuellen Monat. Da ist jetzt auch nichts dabei, das schon raus ist gekommen. Der nächste auf der Liste kommt erst am nächsten Donnerstag raus. Aber da werden wir sicher alle schauen, wie ich so das Gefühl habe. Spider-Man Into the Spider-Verse. Ja, unbedingt. Finde ich hure geil. Vor allem, es ist so gut. Trailer hat ihr sicher gesehen. Ja. Und es kommen ja verschiedene Spider-Man aus verschiedenen Spider-Man-Universen, die erfunden worden sind, kommen zusammen. Und dann ist der zum Beispiel ja auch irgendwie Spider-Pig ist dann auch drin. Und dann gibt es so einen geilen YouTube-Kommentar, wo dort einfach steht, da steht einfach «They put in Spider-Pig, the Mad Lads». Das ist so ein geiler Kommentar. Schon nur das. Und das Ding einfach wie... mir gefällt der Stil, der Zeichenstil gefällt mir extrem. Ich finde den extrem ansprechend. Ich kann auch nicht genau sagen, wieso. Die Animationen finde ich aber auch geil. Es ist ein bisschen Stop-Motion-mässig ausgesehen. Genau, ja. Und dann der Voice-Actor von Peter Parker finde ich auch einfach ein sehr sympathischer Schauspieler. Und darum, also es gibt für mich keinen Grund, den nicht zu sehen, außer die Verhängnis wieder. Also es sind ja viele verschiedene Voice-Actors, die vorkommen. Und jetzt aber von Peter Parker steht jetzt in den Cast-Credits von IMDb steht der Chris Pine. Okay. Aber überall wird Jake Johnson... Ich habe gemeint, das ist der Jake Johnson, ja. Auch gehandelt, aber das... Aber zum Beispiel vom Spider-Man aus dem Noir-Universum ist auch das bekannte Spider-Man-Universum, wo in den Games auch noch mehr ausgearbeitet wird, spricht nicht Nicolas Cage. Geil. Und der Liev Schreiber spricht auch noch. Der Jake Johnson, das kenne ich gerade, spricht der Peter B. Parker. Und nachher der Peter Parker auch aus einem anderen Universum spricht der Chris Pine. Okay. Ja, interesting. Aber die Hauptrolle hat ja nachher nicht der Peter Parker. Nein, der Miles Morales. Genau, Miles Morales, wo gesprochen wird vom Shameik Moore. Der ist noch nicht so bekannt bis jetzt. Da ist da noch The Get Down, Incredible Crew, Dope. So ein paar Filme, wo... Dope sagt mir etwas, aber auch nicht gesehen. Ja. Schon irgendwo. Ja, hat jetzt vielleicht seinen grossen Durchbruch Vielleicht. mit dem neuen Spider-Man. Wenn ich mal übrigens Spider-Man DLC gespielt habe vom PS4-Game, müsst ihr unbedingt mal Miss Spider-Man auslehnen. Unbedingt. Es ist so gut. Ich habe es mir fast gekauft am Black Friday. PS4 Pro mit dem Spider-Man. Ich habe auch an Domi 300. gedacht. Ja, der Domi gibt es das. Dort kommt auch wieder Miles Morales so vor. Und ich finde, die Integration dort finde ich so gut gemacht. So Geil. Ja. Sehr geil. Yes. Dann auch einer der letzten Filme, die wir werden besprechen werden, wo ich mir schon gedanklich ausklinke, ist Aquaman. Erdu, Stage is yours, oder der Domi? Ich weiß nicht, nein, ich habe keinen Trailer gesehen, ich habe nur Bilder gesehen, aber Aquaman hat für mich so ein bisschen das Image, dass er so ein lächerlicher Superheld ist, der nicht wirklich geil ist und so ein bisschen der ist, den man als letztes wählt, wenn man Superhelden kann wählen kann. Also. Überzeug mich vom Gegenteil. Wie viel Prozent der Welt sind mit Wasser bedeckt? Kannst du es bitte schnell nachschauen? Das ist sehr wichtig für meine Argumentation. Bitte schau das schnell nach. Wie viel Mal bist du im Wasser? So ich sage jetzt mal unterwegs? 75% von Erde sind Wasser. Wasser kommt in jedem lebenden Organismus vor. Es kann kein Mensch ohne Wasser überleben. Ja, aber er kann nicht das Wasser in mir kontrollieren. Das ist nur das, was im Boden rumliegt. Ja, nein. Also was sind seine Superkräfte? Also keine Ahnung. Nein, ich weiss es so gar nicht. Ich habe den Trailer Er kann gesehen. nicht mal das Wasser kontrollieren, sondern Tier. Ja, aber stell dir mal er kann mit vor... Delfin reden. Ja, aber auch mit fucking Huren Megalodon, Mann.
Der zerfickt die einfach am Abend. Megalodon. Ja, das ist so ein überweisser Shark, nicht? Ein überweisser Shark. Ja. Ja. Findest du sogar Fakten live? Mehr als weiss. Bananakama. Okay, Nein, Der Trailer, wieso hast du den Nein, ich finde den gut Trailer gefunden? einfach mad. Einfach der Charakter, den er spielt, der Jason Momoa, und er, das, was man zu sehen bekommt, und dann der Konflikt zwischen zwei Gruppierungen, die kaum etwas vom anderen wissen und er gleich aber wollen die vorherrschende Rasse sein oder vorherrschende Führung sein, und er ein Konflikt, der rauskommt, und er als Schlüsselstück zwischen diesen beiden Kulturen, wo Und das alles kann richten ist das- und dann einfach noch Amber Heard. Wer ist das? Genau. Das ist sie mit den roten Haaren, die wahnsinnig gut aussieht. Amber Heard, warte, jetzt sag dir mal. Zwischendrin noch fragt, das ist ja DC Comics, oder? Ist das, hat die auch jetzt, also gehört das auch zum grösseren Ja. Also er ist Kanon? ja auch ein Charakter okay. von Justice League. Dort kommt er auch vor. Okay, Justice League habe ich auch noch nicht gesehen. ich gehe nicht. Das finde ich auch nicht schlecht. Ja, nein. Ja, das ist schon ein bisschen, sieht schon ein bisschen lame aus. Ich zeige dem Domi das Bild vom Aquaman-Poster. Es sieht echt nicht cool aus. Fellow Aquaman-Fans hören nicht. Ich meine, es gibt wahrscheinlich kein Kind, das sich an Halloween als Aquaman verkleidet. Nächstes Jahr. Not really. Nein, ich wollte die Freude nicht kaputt machen. Nein, das könnt ihr auch nicht. Gut. Ich freue mich so oder so. Nein. Ja, Viel passiert. ich glaube, in Mary 2018. Poppins Returns müssen wir nicht noch besprechen. Obwohl die Emily Blunt mitspielt. Genau, kann ich auch aber, gerade sagen, ja. aber das wird sich herausstellen, ob das wirklich etwas ist. Auf was für Filme, die jetzt noch nicht angesprochen worden sind, freut ihr euch noch? Nächstes Jahr. Egal wenn, ja. Detective Pikachu. Den schaue ich im Fall. Ich Ich scherze darüber. Ich habe das Gefühl, ich gehe schlussendlich noch im Kino schauen. Ich gehe den 100 Pro im Kino in 3D schauen, Mann, im IMAX. Und ich werde eine kleine Träne wird mit die Wangen runterkullern. Weil es echt so absurd ist. Ich meine, überlegt euch das mal. Es ist ein riesen Hollywood-Blockbuster. Hä? Jetzt ein Spiel gegeben? Detective Ja. Pikachu, ja, das war das DS-Spiel. Ein 3DS-Spiel, ja. Ja. Das habe ich mir fast gekauft, aber dann gleich nicht, weil es halt auf dem 3DS noch war und Ja. man nicht mehr auf dem spielen. Aber Mhm. es ist so absurd, dass so eine Franchise so einen Hollywood-Film bekommt und schon wegen dem muss man es unterstützen und feiern. Ja. Das ist das Einzige, was so spontan... Sonst, ja, Endgame-Trailer halt von Avengers, wo sehr spannend ist. Das ist auch sicher einer, den ich im Kino werde schauen. Nicht, weil ich es so... Mal finde ich es krass. Aber vorher kommt ja noch Captain Marvel. Stimmt. Der wird sicher auch toll werden. Auch geiler Trailer. Ja, da ziehe ich mich vielleicht auch noch. Du siehst einfach, die Ambitionen sind sehr hoch, effektiv schauen. Ja, vielleicht ein Fünftel davon. Da fällt mir noch gerade ein, irgendwann habe ich noch etwas von einem Film von J.J. Abrams gehört, wo ich aber... Ich weiß nicht, wann ich davon gehört habe. Mhm. Vielleicht sagt es euch etwas. Geschichte irgendwie so Teenie Party. Mhm. Sie spielen so ein Spiel mit Küssen rummachen, was auch immer. Und so dann, Flaschen drehen. So. ja, und dann müssen zwei irgendwie 5 Minuten in den Schrank gehen. Mhm. Und dann halt einfach dort machen, was auch immer das sie machen. Mhm. Dann, als sie aus dem Schrank rausgehen, sind alle einfach weg. Und die wissen nicht, was passiert ist. Okay, Sagt euch das geiles Setting. Gell? Ja, ich höre das zuerst Ich finde mal. es von Grundidee finde ich so geil. Okay, Wo er erzähl. Regie führt oder Produzent ist. Weiß nicht. Irgendetwas habe ich mal gehört. Vielleicht kommt das nächstes Jahr. Bist du es am Googlen? Ja, ich bin jetzt... also auf IMDb als Producer ist jetzt nichts, wo ich jetzt... Oh, das ist schon verdammt lange her. Seit ich zuerst, aber es ist erst wieder aufgekommen, irgendwie. 2010 ist das erste Mal erwähnt worden. What the hell? Wieso fährt mir das jetzt ein? vielleicht ist es in der Zwischenzeit wieder mal aufgekommen. Aber ich finde die Idee geil. Ja, es ist fällt mir spontan nicht ein. Ich habe eine Zeitreise gemacht in meinem Kopf. Aber jetzt sehe ich gerade, wird produzieren, es ist aber announced, Portal und Half-Life. Wirklich? Mhm. Geil. Also Game-Verfilmungen, das könnte auch schon noch etwas werden. Half-Life wird sehr viel filmischen Stoff bieten. Ja, vor allem, weil sie wahrscheinlich die Geschichte nie werden zu Ende führen in Gameform, oder? Das wird auch nicht mehr passieren. Ja, die ominöse Episode 3, Ja, die nie wird kommen. die machen auch nie mehr etwas. Die verdienen genug Nobody mit ihrem knows. Store.
Vom M. Night Shyamalan gibt es ja da den Film Shyamalan, Split. bitte. Ja. Und jetzt kommt ja der gleich Glass. Ja. Den würde ich dann gerne mal noch schauen. Der ist schon Teil vom Universum, Genau. vom Unbreakable-Universum. Spannend, ja. Okay. Aber es sind ja 3 Filme, nicht? Mhm. Unbreakable, Mhm. Split Mhm. und... Glass. Glass ist doch jetzt der 3. Film. Aber Okay. what's the problem? Nichts. Ich habe doch gesagt, es sind 3. Okay, cool. Okay, cool. Ja, was ist jetzt von all diesen Filmen, die wir jetzt besprochen haben, so ein bisschen Also der erste, den ich schaue, ist sicher Deadpool 2. Von all diesen Filmen, die jetzt 2018, die ich noch nicht gesehen habe. Der, den ich ganz sicher nicht werde schauen, ist Ibiza. Ja, das ist wirklich... Ich werde sicher auch noch Deadpool schauen. Und der Läufer würde ich eigentlich noch gerne sehen, falls es irgendwann mal zustande kommt. Und was hast du am Anfang noch? Das mit Paris, 15, 17? 15, ja. Das würde ich auch noch gerne sehen. Und sonst, aber dieses Jahr hat es nichts gehabt, wo ich in meine Top 10 von den Filmen würde verorten, glaube ich. So. Also kein Oscar-Kandidat irgendwie dabei, oder? Du denkst, der Film wird Das muss es sein, ja, oder voll, so. ja, das ist... Es ist nicht so richtig geiles. Also ich meine, Ready Player One wird auch schon Visual Effects oder irgend so etwas Kann abholen. sein, ja. Ja. Aber es ist kein Film, wo du einfach sagst, richtig geil. Es wird auch keinen geben, der alles abräumt. Irgendwie. Ja, also mein Highlight erwartungsgemäß ist sicher Deadpool 2. Oder eines meiner Highlights ist Deadpool 2. Schon, gewesen. also bester Film von diesem Jahr, den du gesehen hast. Ja, nicht gerade der beste Film. Bester Film für mich 2018 ist wahrscheinlich schon A Quiet Place. Mhm. Einfach weil es eben mal etwas Neues, Mhm. Innovatives ist. Originell und innovativ. Ja. Stimmt, den wollte ich auch noch schauen. Also alle, die den noch nicht gesehen haben, nachholen. Deadpool 2 sowieso. Mhm. Star Wars geht langsam den Bach ab. Ah ja, nächstes Jahr kommt ja noch ein neues Star Wars raus. Ja gut, dort würde ich gleich wohl noch ein bisschen differenzieren zwischen Spin-off und nicht Ja, Spin-off. voll. Den Bach ab. Don't say a word. Okay. Zombieland 2 kommt Oh. nächstes Jahr. Wie geil! Was? Ich finde, das ist so ein geiler Film. Ja, das ist sensationell. der ist wahnsinnig Wann ist das gut. Eis rausgekommen? Schon hure alt. Schon recht alt mittlerweile. Noch Ja. nie gehört. Den finde ich so geil. Der ist wirklich super. Ah, der Sonic-Film kommt nächstes Jahr auch. Okay. Das habe ist ich ja ein der bisschen Real Action, also auch so ein bisschen wie Detective Pikachu. Ach glaub's. schon. Ja. Angry Birds 2. Oh Gott. Aber Zombieland ist mit Chucky, der Mörderpuppe. Nein. Doch. Was? Ich schaue gerade da Zombieland 2. Zombieland 2? Ja. Ja, kann gut sein, das habe ich noch nicht gesehen. Ich kann nicht. Schaust du jetzt so einen Trailer, Alter, willst du mich verarschen? Nein, schau einen Trailer. Lion King. Lion King kommt auch, ja. Aber, ich weiß nicht. Kommt da live. Ja, aber wollt ihr die Live-Action, also Mowgli ist jetzt ja auch rausgekommen. Ja, aber Mowgli ist auch etwas Komisches. Auf Netflix ist ja rausgekommen. Aber sie machen noch einen Kinofilm noch parallel dazu. Aber was ist das Zeug wirklich? Wieso kommt nicht mal wieder ein richtig schöner Cash, Cartoon Cash. raus? Also gezeichnet, Ja. weil es viel mühsamer zum Produzieren ist. Nein. Wieso mühsam zu produzieren? Ja, handzeichnet ist immer... Das wird doch teurer heute als- nicht mehr Handzeichen, es wird ja auch Computerzeichen. South Ja, Park, klar. die das ja auch Computer Ja, machen. logisch, aber... Die Produktionszyklus von einer Woche. Ja, aber Also- South Park ist schon simpler von der Animationen her. Aber so richtig geil... Ja, aber ich meine, Animes ist Zeichnete- immer noch aus Japan. Das ist immer noch richtig geile Animes, die kommen. Die sogar zu den erfolgreichsten Filmen zählen. Weil es Animes sind. Nein, Aber- aber Wenn, also es hat halt einfach keinen erfolgreichen Trickfilm gegeben. Wann war der letzte gewesen, wo irgendwie... die sind schon mega erfolgreich, die Disney-Filme. Ja, früher, ja. Ja, wer sagt, dass die heute nicht mehr erfolgreich sind? Wer? Das ist einfach... Sie haben es einmal ja, probiert, Disney. Wenn... Es hat irgendeinen Film gegeben, also wirklich klassisch gezeichnet und der hat verdammt gefloppt. Schon. Ja, warte, ich habe... Das nimmt mich noch Wunder, ja. Also der letzte zeichnet, nicht digital zeichnet, sondern zeichnet Film von Disney. Ja, es geht nicht unbedingt darum, dass von Disney etwas muss Oder- kommen, aber wieso nicht mehr zeichnete Filme? Weil eben Japan macht immer noch zeichnete Filme. Eben, weil es teurer ist. Ich glaube so. Ich glaube, weil Produktionswert, also Produktionskosten zu hoch sind. Nee, aber das kannst du mir nicht sagen,
dass so ein voll durchanimierter Film mit 3D-Models günstiger soll sein als ein gezeichneter Film. Mal. Das kannst du mir... Nein, das muss ja auch von 3D-Artists muss so modelliert werden. Frame by Frame haben die einen hohen Aufwand. Nein, wenn du es animierst, musst du eben nicht mal als Frame by Frame machen. Was du beim Zeichneten musst machen. Ja, aber du musst immer noch Frame by Frame retuschieren. Ja. Also, Zeichnen ist eigentlich viel mehr ein besser. Handwerk immer noch als das andere. Klar hast du viel Hilfe, aber Ja, das kann man nicht mehr sagen, dass das 3D hast du eigentlich eine Figur und mit der kannst du dann machen, was du willst. Ja, aber das muss auch, das wird ja für x Teams, die zusammenarbeiten, wird das 3D-Zeug Ja, aber gemacht. schau jetzt auch bei den Dings, keine Ahnung, bei den älteren Zeichentrickfilmen, jetzt manchmal auch so 3D-Sachen drin gehabt. Und keine Ahnung, kennt ihr noch das Zeug mit dem Lama? Mit dem Ein Königreich für ein Lama. Ja, genau. Dort kann ich mich genau erinnern, weil ich das Making-of gesehen habe, hat so eine Szene gehabt mit einem Wagen, wo irgendwie so eine Straße, so eine Kurve hat genommen. Und das zeichnet zu animieren wäre hure mühsam gewesen, weil halt der Wagen immer neu muss zeichnen, wenn er die Kurve einnimmt. Und dann haben sie einfach ein 3D-Modell daraus gemacht, weil das eigentlich einfach kannst durchziehen und die Perspektive nicht immer neu musst machen. Und man kann schon denken, dass es viel aufwendiger ist. Also, ich glaube, so der letzte wirklich gezeichnete Film, so amerikanisch, ist glaube so Simpsons der Film gewesen. 2007. Ja. Krass. 75 Millionen hat er gekostet Ja. zu produzieren. Also ich glaube, das ist nicht so, wenn du es jetzt vergleichst mit einem Ready Player One und so, das ist nicht so. Aber Ich Ready würde vielleicht auch Player noch One ein ist anderes Kriterium überlegen, dass halt wie in Amerika nicht mehr so viele Leute sind, die wirklich noch das Skill beherrschen. Ich kann mir eben vorstellen, das glaube dass ich, dass das Skill nicht mehr um ist. Das glaube ich jetzt wirklich nicht. Das kannst du mir nicht erzählen. Das ist so Ich einem kann grossen Land nicht ein Team gewinnt von 20 Leuten, die das machen kann. 20 Leute, ja, die Zeichner. sind einfach 300 Jahre dran. Nein, das ist einfach... Sie Jesus. fangen 20 Sekunden oder so. Ja, was meinst du, wie viele Leute haben bei Simpsons Film dann von mitgearbeitet? Am Zeichnungsprozess. Die halbe Welt. Also, dann haben wir jetzt das Jahr 2018 abgearbeitet in den Filmen. Für mich Top-Film A Quiet Place. Für den Domi Top-Film Jurassic World. Nein. Keine Ahnung. Ja, das ist von diesen Filmen dieses Jahr wird auch keiner Top sein. Aber ich habe Deadpool 2 noch nicht geschaut. Und A Quiet stimmt. Place habe ich noch nicht geschaut. Von dem her. Es kann sich noch alles ändern in den letzten 20 Tagen von diesem Jahr. Das ist so. Und Spider-Man Into the Spider-Verse. Ja, das- Der Ja, wird da es habe ich sicher das Gefühl. geben. Auf Und den Fall, Red ja. Sparrow würde ich auch allen ans Ja, Herz legen. ja. Da kann man wirklich auch gut, wenn man so ein bisschen die Twist-Doppelspiel, Geheimagenten-Filme gerne hat. Ja. Double Crossing. Und sonst schaut weiter Filme. Könnt euch ein Netflix-Abo verlängern. Oder macht das Neues? Nein, frage den Kollegen, ob er einen Account von ihm könnt haben. Ja, tut nicht einfach zusammenschließen. Er zahlt dann irgendwie 5 Stutz im Monat. So machen wir es erwägen. Genau, den Rest könnt ihr uns geben. Und ja, sonst habt es gut. Guten Rutsch, wenn ihr das vor dem Neujahr hört. Frohe Weihnachten. Und sonst hoffentlich seid ihr schön ins 2019 gestartet. Ja, Und für alle, die es nicht im 2018 oder 2019 hören. eben, wir hoffen, ihr seid gut gerutscht. Aha. Egal woher, egal welches Jahr. Ja gut, ich weiß nicht, ob im 2020 wir noch online werden sein. Also unser Server. Der wird wahrscheinlich abgeraucht sein. Ja, aber im Internet kannst du ja nichts löschen. Es wird immer alles für ewig. Das stimmt nicht. Wer sagt das? Stimmt ja wohl. Das stimmt. Google tut nicht einfach alles archivieren bis in alle Ewigkeit. Wayback Machine. Hast du eine Ahnung? Also, merci vielmals fürs Zuhören. Wenn ihr auch euren Lieblingsfilm vom Jahr wollt, kundtun, könnt ihr es bei uns in den Comments, YouTube, Facebook, Twitter, irgendwo so uns wissen. Wir sind da. Wenn es Filme gibt, die wir jetzt nicht besprochen haben, die unbedingt wichtig zum Besprechen wären, könnt ihr so dort herplatzieren. Yes. Ja, bleibt dran. Nächstes Mal wahrscheinlich mit dem Yassin wieder. Ja, wir werden in Zukunft nicht nur Podcasts machen, sondern eben auch mehr Videobeiträge, wie der Domi jetzt schon so gezeigt hat mit Red Dead Redemption 2. Bis zum nächsten Mal.
wenn es wieder heisst. Projekt 4 mit dem Erdo und Tommy, dem Febu und dem Yassin. Ade. Tschüss zusammen. So ein schöner Jingle. Projekt Z 4T. In Bern, vis-à-vis vom Stadttheater, hat sich dort der Platz mit dieser Statue, die so von Bäumen umzingelt Der Oskar Elch. Oder Ja, genau. Ja. Es geht, weißt du, sonst sieht es ja immer verdammt düster aus, der Ja. Platz dort. Aber mit dem Oskar ist es noch lustig. Der Ja, ist noch wie cool hast du dort. gesehen, ist verdammt fein. Ja, Also, wo? Bern. Der klassische Glüh, vis-à-vis vom Stadttheater, beim Zeitglocken. Zeitglocken weisst du wo? Ja. Kornhaus weisst du auch noch wo? Ja. Neben Piri. In der Linie vom Kornhaus kommt ja nicht das Stadttheater. Ring, Ja. wie heisst der Park? Ring. Und dann, vis-à-vis von diesem Stadttheater, hat es dort so ein Pärkchen. Im Casino. Nein. Andere Richtung. Okay. Gut bevor du über die Brücke gehst zum Kursaal. Rechts davon. Rechts davor. Das ist einfach so, Also Bäume, in Bern, okay. Bäume umzingelt, es sieht schön düster aus, sie haben es schön beleuchtet, haben dort etwas Cooles gemacht. Ist halt so vom Eventveranstalter Mosaik. Wo Peter Flamingo. Peter Flamingo macht, schon viel. Kater Carlo, glaube ich, auch. Und glaube auch so das Pop-Up-Ding, das jetzt in der Gelateria di Berna beim Breitsch ist. Mhm. Ist glaube ich von denen. Ja. Ist noch lustig. Ist wirklich noch cool dort, kann man sich reinziehen. Okay.